Warum geht da schon wieder der Tom nicht gescheit? Fix letten an. Muss ich mich schon wieder leider machen. Entschuldigung, ich darf mich gerne leider machen. So eine Mischung, das ist dann so mittelmäßige Lautstärke. Substantiv, leider. So, oder Lauser. Was? Geht da was? Ich weiß nicht! Geht da was? Hallo? Lauter, leise, ob man das gehört nicht? Was ist da jetzt? Verstehe nicht, verstehe die Frage nicht. Habe! Warum kommt da schon wieder alles doppelt und dreifach? Schmidi! Fix letten, Alter! Haltet zurück! Habe! Events, Birger, Micker, 20, Cyberpunk, Bitch! Herr Püng! Heute kommt eine geile Mission, wo die Story echt Fahrt aufnimmt. Also, auf Birger. Hashtag antreten statt abtreten. Hashtag ProHacker 2077. Hackerman! Bitte drücken Sie die Beliebig-Taste. So, wo habe ich jetzt was in den Chat eingeschrieben? Wahrscheinlich habe ich mir jetzt selber 4.000 Euro über YouTube gespendet und es ist einfach jetzt gone. Na, geht schon, passt schon. Habe die Ehre, Leute! Wir schauen mal aus. Erst einmal, ab in die Runde. Habe die Ehre an den Ake, der heute übrigens geresubbt hat. Ich hab's genau gesehen, oder geil, was denn in dem Chat? Vielen herzlichen Dank dafür. Das ist jetzt ein Epic Vollbier-Squad-Abzeichen, habe ich gesehen. Vielen lieben Dank. Habe die Ehre an den Birger. Das bin ich. Dopf ist dopf. Good Statement. Mattel, merci für den Fünfer. Der der Handpanzerkommandant ist mit dabei. Handpanzerkommandant. Merci. Ich salutiere. Löwensepp. Servus Birger auf den schönen Stream heute wieder. Als Kapazität dabei ist ein bisschen leider gestern ausgegangen. Selber schuld. Da muss ich heute einen Gust Lederstoff rein. Der ist aber auch da wisst ihr nicht. Was. Nein. Okay, merci dir wieder. Also, von bist du Beste. Liebste Grüße aus Kärnten. Bist der Beste. Liebste Grüße aus Kärnten. Liebste Grüße zurück aus Landau. Habe die Ehre an den TCC-Dog, an den Aki, an den Mattel, an den Maxi Jodl, an den Kirby, an den Spitzberger, an den Kamihai, an den David, an den Christian, an den Forest Squad, an den Spitzberger, an die Kathi von Berg, an den Mr. White, an den David Berger, an den Maxi, an den Franz Braunwein, an den Sprengi, an den Wisbold, an die Löwenfront, an den Andreas Bünger, der war gerade. Oh, der Kulzer Kleine ist am Start, aber die Ehre Mr. Kulzer und der ganze Kulzer Kleine, mir ist wieder Zwickel Brüdi. Der Ehre, alte Scheißhaus dir. Na, Scheißhaus fliegen. Ja, anderes Thema. Lucky, mir ist wieder Zwickel, juhu, Rimworld, auf geht's! Bin so unfassbar ungern der schlechte Nachrichten überbringer für manche Leute. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du auf Rimworld kommst, aber ja, danke! Grüß an den Darth Alien, an die Jasmin, an den Leitner Tom, an den Skydross, die Speedy, an den Benedikt, an den Flopsy, den Nomi, an den Sprengi, weil es eh schon wurscht ist, an den Gary Adinixo, an den Marbalm, an den Drogon Lul, an den Hani, an den Pickle-Rick, look at me, Marty, turn me over, Marty, I'm over here. Janroll, zuerst, warum kommen da schon wieder zwei Sachen gleichzeitig? Ich verstehe es nicht ganz, doch, ich verstehe es schon. Jetzt müsste es vorbei sein. Müsste es vorbei sein. Jan, vergesst für den Drilling. As always, vielen herzlichen Dank. So, wie schauen wir aus? Kinder, wo haben wir letztes Mal stehen bleiben? Die Mission letztes Mal hat 2 Stunden gedauert. Ich lade mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und sage, das dauert halt mindestens genauso lang. Machen wir da mal einen Ton ein wenig lauter. Im Hintergrund kann man eigentlich schon mal das Spiel starten. Das ist auch schon was. Herr Kevin! Schon wieder im LKW. Steht zwischen Ingolstadt und München. Das ist nicht so unfassbar weit weg. Was wissen da jetzt netter? Das oder Nürnberg? Bin ich mir nicht sicher. Aber Grüße in den LKW. Das ist ein lustiges Brettel, das ich da im Kopf habe, wenn jemand in seinem LKW drin hockt und schaut sich meinen Scheiß auf nach. Das ist schön. Herr Gerwin, vergelt's Gott vielmals. Dankeschön. So, der David Berger schreibt, ich hab Zeit, Alter, ich hab Bock. Open End Stream. Nope, heute leider Gottes genau das Gegenteil. Es tritt nämlich ab heute in Kraft, was ich schon angekündigt habe, warum es auch kein Special-Wochenende zu Cyberpunk gegeben hat. Wir fangen heute mit dem ernst zu nehmenden WoW-Raid an und meine ganzen Kumpels, ich kann jetzt Discord schauen, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Leute sitzen gerade im Discord und gehen gerade Schloss Castle Nathria und ich halt nicht. Warum? Weil ich da sitze und spiele etwas anderes. Und deswegen lasse ich einen Mittwoch-Stream nicht ausfallen oder irgend sowas, das ist so, ja klar. Prioritäten verstehe. Herr Sprengi, korrekt.
Völlig korrekt, Alter. Völlig korrekt. Und um Punkt 10 bin ich halt fort, damit ich vielleicht auch noch einen Boss mitkriege. Luke! Merci für den Euro. Pussy Nussi. Stell dir Cyberpunk in der Top-Down mit Pumas, Aliens und Malaria vor. Hä? Was? Was für ein Ding? Warum? Also er ist Top-Down. Warum? Zweitens mit Pumas. Warum mit Pumas, Alter? Was zur Hölle? Was? Was machst du mit Pumas? Da ist mir jetzt cool. Da ist. Achso, dann. Dann aus Dreamworld. Ja, stimmt. Stimmt. Es waren keine Pumas, es waren Panther. Deswegen weiß ich nicht, wie du jetzt auf Pumas kommst. Oder waren wahrscheinlich Pumas und ich bin bloß wieder Depp. So, hier passt schon, merci wieder Euro. Mit Bier ist Hochgenuss, wächst des Bauches Radius. Das stimmt, aber auch mit Rippe. Merci, passt schon. Backerfahrer Sepp, merci. Servus Bürger aus Niederösterreich. Habe die Backerfahrer Sepp aus Niederbayern. Timo Beck, merci für den Euro. Ehrenbürger, warum? Da hab überhaupt nichts da. Ich bin einfach nur da. Okay, das war easy Ehrenbürger. Egal. Der Markus schreibt, ich würde sagen, du spielst jetzt und redest nicht so viel. Oh, du bist noch nicht lange dabei, glaube ich, gell? Du bist noch nicht lange dabei. Haben wir noch 3 Minuten, bis mal in den Rest einer schwappt. Ah, Mittwoch ist sowieso ein bisschen, was das schon, ein bisschen gemütlicher, ne? Ein bisschen gemütlicher einfach. Da auch nicht so viel Leute da. Ah nein, Haufen Leute da, um Gottes Willen. Aber nicht so viel wie am Montag. Ist halt so. Ja, aber gemütlicher. Kann ich auch vielleicht schauen. Ich kann den Chat einigermaßen lesen. Einigermaßen. Aber nur einigermaßen. Also, der Rossab-Dinger schreibt. Also, der Browser-Game ist schon dezent geil. Hat mich schon angefixt. Ja, da habe ich eventuell auch schlechte Nachrichten. Ich muss demnächst wahrscheinlich relativ viel arbeiten. Von meiner richtigen Arbeit aus. Und weiß nicht, wie viel Zeit dass ich für NX habe und für die neue Runden, ob die vor Weihnachten kommt. Ich kann's nicht versprechen. Herr Kurze! Mercer Nation ist nicht ganz durchgekommen. Wollte nur fragen, ob alle wohl auf sind im Hause Bürger. Das ist wirklich nicht durchgekommen. Herr Kurze, das hätte ja aber nicht nur mehr in Euro kosten müssen. Sie wissen das. Ja, im Hause Bürger geht's alle gut. Ja, für das, dass wirklich 5 vor Weihnachten ist und so, da wo normalerweise bei uns die Welt untergeht und so, aber durch den Lockdown und den ganzen Scheiß ist das jetzt relativ gechillt eigentlich. Außer bei mir, ich bin halt der Online-Depp und der wahrscheinlich auch bei so viel arbeiten wie vorher, aber das werden wir dann schon ausprobieren. Nein, jetzt chill eigentlich scheinbar, Alter! Timo, dass du hier bist und nicht in WoW, ich spiele es nicht so stark, bin leider alleine und habe keine Gilde. Ich spiele es auch nur, solange alle meine Kumpels aktiv sind. Und das ist meistens im ersten Monat, das ist jetzt dann bald vorbei, und dann nur im zweiten, und dann fängt es an abzuflauen. Ein bisschen so. Ja, wenn die neuen Items nicht mehr so viel katapultieren, wie es das halt jetzt noch deren, und wenn der Progress an sich sie nicht mehr so belohnend, so geht's mir zumindest. Ein paar haben dabei, die spende es durch, das ist denen wurscht, die spende es halt einfach gern, aber ich halt einfach gern, ich möchte halt gern Belohnung haben, ja. Wenn ich da was ich wie viel Stunden reinstecke, dann, ja, was das eben ist. Cola Weiße, vergessen Sie mit Zirkel 21, guten Morgen in der Früh. Okay. Gute Nacht in der Nacht. Mahlzeit am Mittag. Das ist ja immer, das ist ja immer so. Wer spielt ohne seine Friends WoW? Ja, ist fragwürdig, stimmt. Fragwürdig. Timo, was haben wir da noch, dass wir nicht alleine keine Gilde? Also eine Gilde finden ist nicht schwierig in WoW, glaube ich. So, jetzt ist er rüber, jetzt spielen wir Pokémon. Ich bin schon ein bisschen länger dabei, aber heute zum ersten Mal live. Oh, ja, warum? Nicht mitgekriegt oder kein, hast du denkt so, ja, ist mir wurscht, oder hast du es einfach nicht gewusst? Das ist die Doggy. Geht noch 10 Minuten, bis es zocken noch geht, und das Schmerzen ist gerade das Geilste, was los, Chris aus Straubing. Grüß das Land, aber vergeht's wieder im 5. Stop it now. Klang schon wieder für jetzt. Klang schon wieder, haben wir es jetzt schon. So, 10 Minuten noch Schmerzen. Nein, ein bisschen was spielen müssen wir schon auch, gell? Der Sprenger schreibt, also ich hab damals Full Solo bis 60 Level gegrindet, feels Batman. Ja, also grinden zum damaligen Stand 2004 zu Vanilla-Zeiten. Aloha. Sounds anstrengend. Und so mittelmäßig lustig. Wir haben es ja alle, alle, die WoW gespielt haben und spielen, haben sie ja letztes Jahr nochmal gemacht.
Und es hat sich genauso beschissen angefühlt wie vor 15 Jahren. So, Kinder, jetzt würde ich sagen, spielen wir irgendwas, Nutella mit und ohne Butter, Miet, Alter. Vollgas Miet. 1:1 Mischung. Sounds 12 Stunden am Tag, No-Life Hardcore Grind. Ja, damals haben wir auch alle nur No-Life gehabt. Also ich war zumindest nur in der Schule, da war es wurscht, kommst heim, spielst, passt. So, starte das Spiel. Ich war halt auch schon so kurz davor, dass ich den WoW-Raid stream. Oder zumindest mit den anderen Leuten schmerzt so, hey, kann ich einen Stream einschalten? Aber ganz ehrlich, ich lasse mir nicht von den Backseat-Chef da herin sagen, wie schlecht dass ich bin. Ganz einfach. So, Kinder, jetzt ist es im Hintergrund. Also hier schon. Oh, Greenscreen fuck it schon wieder. Warum fuck ich denn da und nicht... Hä? Was ist da für ein Strich, Alter? Was ist das für ein Strich? Ja, scheiß Klappen von der Webcam. Naja. Wäre gut, da ich sagen, drehen wir hier volle Pulle auf. Und dann schauen wir uns die Sache an. Guten Morgen, Night City! Guten Morgen, Night City! Morgen in der Früh, hat's geheißen. Fortfahren! Ich möchte einfach... Oh, das geht straight los, Alter. Heute gibt's epileptische Anfälle. Ernsthaft? Warum? Haben wir nicht so Gaudi da. Ich hab schon gemeint, das ist der erste Stream seit... Qualitätsstreamer, Wade, Postshow, Z-Spade-Kämmer, halt. Ja, merci dir. Jetzt hab ich schon heute schon fast gemeint, so war der erste Stream ohne goldenen Rahmen seit was weiß ich was. Dann kommt der Jäger ums Eck und sagt, nope. Herr Jäger, merci, as always. Ich kann eh schon nichts mehr sagen. Warte, die Babytrete kriegst. Die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Achtung, nur für den Jäger. So. Wo haben wir stehen geblieben? Wo ist mein Getränk? Ich hab mein Getränk vergessen! Goddammit, Birger! Einmal vorbereitet in seinem Leben! Nein! Natürlich nicht! Also, letzte Mission war, wir haben irgendeine... Was schäbert da schon wieder? Stop it! Stop it, was ist da los? Was ist mit dir los? Bist du besoffen? Nein. Okay. Wir haben die Mission gemacht, wo wir den Roboter geklaut haben, beziehungsweise mit dem Geld von der unterfegelten alten Nudel, von der Konzernnudel da. Kann ich die Karre klauen? Kann die Karre... Gib dir die Knarre, Alter. Was hat der da an der Seite? Das Panzer, nein, das sind Tieren. Naja, gefällt mir nicht so gut. Dann nehme ich lieber mal die Schäberkisten. Sag ich dir, was ist, dann nehme ich lieber mal die Schäberkisten. Ist das meine Schäberkisten? Alter, meine Schäberkisten brennt. Brudi, meine Schäberkisten brennt. Kann man das hacken? Dass man es ausmacht. Oh, auf der Minimap gibt es noch Loot zum Abgreifen. Ja. Okay. Und dann haben wir die Kundin, begib dich zwischen 18 und 6 Uhr zu Lissys Bar. Aber ich würde mir vorschlagen, schauen wir uns mal so eine Nebenmission an. Ja? So J für Journal, oder? Ja, die Kundin. Nix Hauptmission, dann machen wir jetzt mal eine Nebenmission. Ja, also Bedrohung Mittel. Also eine von denen 5, die wir da haben. Besser spät als nie, die Waffe, beat on the bread, Kabuki. DJ Vollsuff, habe die Ehre. Merci für den Euro, Alter. So, der Auftrag, das Geschenk. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da... Ich habe keine Ahnung. Beschaffe den Pin-Quick-Hack von dem Netrunner. T-Bug ist bestimmt die letzte, von der du Geschenke erwarten würdest. Sie ist nicht der Typ Mensch. Ich hab schon wieder so viel Soapbrenner, dass ich mir fast was zum Trinken holen muss. Kruzifix, wo hab ich das wieder hingestellt? Kruzifix, Birger! Was der man da jetzt? Das muss ich mir jetzt schnell holen. Das muss ich mir jetzt schnell 10 Sekunden lang holen. Währenddessen, weiß ich nicht, was zeige ich euch währenddessen? Währenddessen schauen wir uns... Die so. Ah, ist besser, wenn nichts, beschwert euch nicht. Kommt ja wieder. So. War Sternschnuppel da? Ah, schöner Nachthimmel, wunderschön. So, ich kann ja den guten Wodka Gorbatschow nicht da im Mädchen stehen lassen. Ich meine, der raucht aus und dann schmeckt er wie angestandene... weiß ich nicht was. Ah, köstlich, Alter. Köstlich! Ja, gut, du. Wunderbar. So. Sie ist nicht der Typ Mensch, der durch die Conny.
Stay hydrated. My Statement ist aber meistens so, stay overhydrated. Ist der, mein Doktor sagt immer, ist der Bisi-Strahl klar wie Wasser, dann geht's dir gut. Und ich sag das, wie es ist, recht, oder? Nein, jetzt tschüss. Mike. Fix, let me. What the fuck? Conny, hab drüben, bin auch dabei, Miessile. Mike, Miessi. Max, Miessi. Moin, Heckermeister. So, jetzt ist er Ruhe. Donation Sounds vergessen auszumachen. Jetzt geht's los. Spiel ein bisschen lauter, damit sie auch was da habt. Jetzt kann man mal eine Runde spielen. Sie ist nicht der Typ Mensch zum 18. Mal, der durch die halbe Stadt rennt und dir lustige Kaffeebecher oder T-Shirts mit einem Lieblingscomic-Helm zu kaufen. Aber ein Netrunner-Programm? Für dich? Für einen Job? Da hat mich interessiert, was für ein Job. Scheiße, sie muss dich echt mögen, Esse. Ja, dann machen wir doch das, ne? Das Geschenk, oder? So, gibt's da sowas wie Quick Travel? Kann man sich da einfach so plopp hinporten? Wahrscheinlich eher nicht. Auch nicht an Orte, wo ich schon war oder so? Nein, dann Trommeln. Was ist das? Essen. Ja, dann müssen wir hinfahren. Helft uns nicht. Eine in Korn. Ich glaube nicht, dass das mein Korn ist, aber das ist mir auch wurscht. Und dann schauen wir mal, wo wir hinfahren. Weil das ist ein cooler Korn, da ist ein Schild vorne drauf. Das ist gut. So, da fahren wir jetzt einfach mal da geradeaus. Wir haben eine Minimap rechts um, die sagt uns sauber, wo wir hin müssen. Das passt dann schon. Vollgas! Leber! Oh. Hoppla! Kann man da kein Licht einschalten? Gibt's da Licht? So was wie F? Na, F ist aussteigen. Meiner muss ich wieder Anlauf nehmen! Kruzifix, was sind denn das für scheiß Korn in der Zukunft? Macht der Gaudi wieder und die haben immer noch Verbrennungsmotoren. Das ist interessant. Muss jetzt da wirklich... Jetzt kommen wir. Bei den blauen Punkten gibt es Schnellreisen. Lass mich mal schauen. Also das da ist ein Chartersheet, verfolgen, Schnellreise. Hier kannst du mittels Schnellreise an andere Orte in der Stadt gelangen. Achso, also ich verstehe schon. Also ich muss da hin und dann kann ich von da nach da. Ja, dann nimm doch mal verfolgen. Kommt man da einigermaßen schnell hin? Oder fahren wir da jetzt einfach selber? Ich weiß nicht, da fahren wir jetzt einfach selber, das kriegen wir schon hin. Haben wir jetzt eigentlich hin? Da haben wir herkommen. Ja. Kommen wir eigentlich da aus dem Loch da jemals wieder raus? Das ist die eigentliche Frage. Das probieren wir jetzt aus. Sagt der wie es ist. Wir können unser Auto ja rufen. Dann gehen wir zum Ausfall, schauen wir uns die Schnellreise mal an. Wo haben wir? Da haben wir. Da, los geht's. Da zeigt uns irgendwo ein Joko. Ich weiß nicht, was uns damit sagen möchte, aber aus dem Scheißloch da können wir sowieso nicht raus. 30 Meter, Vollsprint, los geht's. So, kostet wahrscheinlich was, oder? Lass mich noch Ziel wählen. All Foods Fabrik. Ziel wählen. Ja, easy, oder? Begib dich zu einem Schnellreiseziel, indem du mit dem Cursor darauf gehst und linke Maustaste drückst. Wow. Das war mal die Info des Jahrhunderts, oder? Was ist denn das eigentlich schon wieder für verrückte Wegfindung da? Ja, da mag ich halt hin. Sehr klar. Oh, das glaube ich war das Falsche. War das Falsche? Ich weiß nicht, ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Bin schon wieder ganz woanders. Wenn Sie Max-Tag gerufen haben, sind Sie ein Arschloch, was? Was? Wer ist Max-Tag? Warum bin ich Arschloch, wenn ich die anrufe? Verstehe nicht. So, was ist? Da müssen wir gar nicht hin, oder? Doch, da müssen wir schon hin. Aber das wird ein wenig verzwickt. Das wird ein wenig verzwickt, meine ich. Das kriegen wir schon hin. Los geht's. Alter, da, wie es da ausschaut. Kann man in die Gebäude, also wenn man in die Gebäude so zumindest in einige reingehen kann, dann sage ich CD Projekt Sepp. Lauter obtrade Leute. Neue Mission, Auftrag, eine Frage der Ehre. Jetzt ist es mal gut. Wir haben die letzte ehrliche Polizistin der Stadt gefunden. Sie heißt Anna Hamill und hat sich mit ihren Ermittlungen sehr viele Feinde gemacht. Wäre also besser, wenn sie den Fall vergessen würde. Verstehst du? Okay. Ich weiß, wie das klingt. Aber sonst macht es eh bloß wer anders. Naja, vielleicht findest du ja eine gute Lösung. Infos sind im Anhang. Die scheißt mir mit Aufträgen zu, die Frau. Die gibt mir doch gar nicht. Verstehe ich nicht. So, jetzt passen wir oben. Hallo? Du schaust ein bisschen aus wie der Schlüsselmeister in Matrix. Bloß nur als Frau. T-Bug hat mir gesagt, ich soll dir was abholen. T-Bug schickt mich. Du sollst was für mich haben. Okay. Du bist wie, oder? Ja, Sie wollte, dass ich dir einen Demon gebe. Sollte auf der 3. Generation laufen. Okay. Ich nehme immer gerne einen Demon. Ich nehme immer gern einen Demon. Nehm Wenn ich. du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt.
Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Hä? Was möchte die Frau? Was ist das? Smart-Schrotflinte. Haben wir die letztes Mal noch gelootet? Nicht mehr. Also, jetzt mal langsam. Seltene Quick-Hack-Komponenten. Komponenten, die vom Data Mining Daemon im Breach-Protokoll gesammelt und für die Herstellung von Quick-Hacks benutzt werden. Okay. Das ist offensichtlich das Teil, was ich brauche. Ping zeigt Gegner und Geräte, die mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Das heißt quasi, wenn ich da irgendwas eine Kamera hacke und so weiter, dann bin ich in dem Netzwerk drin von dieser Umgebung und dann sehe ich die Leute miteinander laufen. Verstehe ich das richtig? Das nehmen wir jetzt einfach mal, da haben wir das jetzt gekauft, das Ding. Ich denke ja. Aber so recht, was man mit den Dingen da tut, habe ich noch nicht verstanden. Baut man das in Waffen ein oder wo baue ich das in mich ein? Oh, Junk verkaufen, das ist gut. J. Möchtest du wirklich 10 Junk-Items für $57 verkaufen? Falle! Weg mit dem Junk! Scheiß Junkies, Alter! So. Quick Hacks in deinem Cyberdeck ausrüsten. Dein Cyberdeck hat eine begrenzte Kapazität für Quick Hacks. Du kannst die darauf installierten Quick Hacks jedoch jederzeit gegen andere eintauschen. Öffne hierfür dein Inventar. Werden wir uns anschauen. Nein, das ist für ein Inventar umeinander geguckt und so ganz durchschaut habe ich das sowieso noch nicht, aber das wird schon. So, jetzt pass auf. Cyberware. Das ist das zeigt, oder? Das kann ich mir jetzt da einfach straight einbauen ins Gesicht und ja. Weil im Endeffekt macht mir das zeigt da ja besser und das da, ja genau. Mein Betriebssystem hat zwar so Mods im Prinzip, Quick Hacks auf deinem Cyberdeck installieren. Ist das da mein Cyberdeck? Ist das da, das ist doch ist das mein Cyberdeck? Kann mir das jemand beantworten? Zerleg den Junk lieber, hast mehr davon? Ich hab's mir fast gedacht. Er hat's begriffen! Ja! Quick Hacks auf deinem Cyberdeck installieren. Um einen Quick Hack auf deinem Cyberdeck zu installieren, musst du ihn zuerst aus der Liste auswählen. Okay. Wähle den Ping Quick Hack. Dieser sollte jetzt auf der linken Seite deines Bildschirms in einem Cyberdeck-Slot erscheinen. Okay. Das sind quasi die Skills, die ich habe beim Hacken. Ja? Da habe ich Kurzschluss und Optik-Neustart. Jetzt, wenn diese Meldung da mal verschwinden hat, dann darf ich aber was sehen. Ja, aber wenn ich da den Optik-Neustart nicht... Was ist der Optik-Neustart? Startet die optische Cyberware eines Gegners neu und macht ihn vorübergehend blind. Da haben wir den Ping. Was tut das Ding gleich wieder? Zeigt Gegner und Geräte mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Kurzschluss. Kurzschluss schaut aber auch nicht rein. Weißt du schon? Da der wir mal Gegner anzeigen. Was ist der blaue da? Speicherlöschung. Sorgt dafür, dass das Ziel den Kampfmodus beendet. Bleibt es dann auch so? Läuft er dann einfach davon und ist weg? Oder was weiß ich? Ja, ist egal. Auf alle Fälle, das ist ja bloß zu mir erklären, wie das System da funktioniert. Und jetzt glaube ich, habe ich es schon ganz einigermaßen. Weiß das schon. So. Kann hier jeder einkaufen? Wie läuft das hier? Kann jeder Loser einfach reinspazieren und sich illegale Software zulegen? Ist das illegal? Nicht jeder Was wir wieder Loser. machen? Ganz offiziell reparieren wir Cyberdecks. Aber wenn du mit der Empfehlung kommst und weißt, was du haben willst, dann findest du es bestimmt. Jetzt ist doch gut. Es gibt ja wahrscheinlich legale Quick Hacks. Oder ist Hacken generell in der Cyberpunk-Welt illegal? Keine Ahnung, kann ja sein in diesem Zeitalter. Da war's das schon. Lade den Ping Daemon in die Kamera hoch, um den Zugangspunkt zu finden. Okay, also müssen wir die Kamera hacken. Das ist immer so, das habe ich so in einem Spiel noch nicht gesehen. Das ist eine ziemlich geile Gameplay-Mechanik eigentlich. Du machst den Hacker-Modus so und dann hast du da halt deine Skills auf der linken Seite und kannst bestimmte Sachen hacken. Menschen, die halt Cyberware wahrscheinlich im Schädel haben. Und Kameras und halt Elektrogeräte. Breach-Protokoll, Ping, Kamerasteuerung, Ablenkungsmanöver, Ping. Was hat der Ping ja wieder? Pingt das Netzwerk des Ziels an, um alle damit verbundenen Personen und Geräte zu finden. Das ist quasi eigentlich fast wie in echt. Wie ist es, glaube ich, F ausführen und dann wird der Scan ausgeführt und dann zeigt es mir die Leute an. 2 Breach-Protokoll. Verbinde dich über einen Direktlink mit dem Zugangspunkt und hacke diesen. Hä?
Verbinde dich über einen Direct Link. Was ist ein Direct Link? What? Sie. Das ist, wenn es mich fragst, ein Direct Link. Aber keine Ahnung. Der Kasten da. Was ist ein Direct Link? Verbinde dich über einen Direct Link mit dem Zugangspunkt und Higi und O-Stöpseln. Ja, das Ding da, oder? Das schaut mir doch aus, als könnte ich mit O-Stöpseln. Was ist da los? Das Ding an der Wand, das da. Das ist ein Direct Link. Zugangspunkt. Zugangspunkt bringt dich in lokale Netzwerke, wo du wertvolle Daten sammeln kannst, die sich in einigen Teilen des Spiels auszahlen können. Okay. Hackerman! 1C55. Ja, das wird mir aber nichts bringen. Was soll ich machen? 1C? Wie soll ich jetzt da auf 55 kommen? Wenn ich da bloß das zur Auswahl habe, das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Also ich muss in der ganzen Sequenz oben, muss einmal dann 1C und 55 vorkommen, habe ich das richtig verstanden. Extrahiere Daten, ungewöhnliche Quick-Hack-Komponenten, seltene Quick-Hack-Komponenten. Mission abgeschlossen. Was genau haben wir da jetzt da? Was genau haben wir da jetzt da? Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Wollen wir noch miteinander hacken? Nein. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was wir da genau da haben. Was haben wir da jetzt gekriegt? Kein Dunst, Alter. Keinen Dunst. Aber ja, der Herbert schreibt, das war wahrscheinlich die Einführungsmission, damit du halt einfach einmal erstens einmal die Zugangspunkte da gesehen hast, was zur Hölle ist das eigentlich. Es wird wahrscheinlich an jeder Mission, gibt es halt diese Kameras und diese Zugangspunkte und die kannst du dann zu deinem Vorteil nutzen, wenn du da vorher einhackst. Und ich glaube, dass die Hacker-Mechanik durchaus zu skillen ist. Das ist durchaus interessant. Stellt er heraus, dann ballert sie erst einmal, ich weiß nicht, in der Flaschen, was weiß ich, was das sein soll. Ein sauren Bärwurz. Kann ich auch was haben. Jeden Tag das Gleiche. Das ist immer so schockierend, oder? Wenn du meinst, das ist ein Typ und auf einmal redest du wie Weibleid. Aber wenn ich es dann so anschaue, gut, Typ war fragwürdig bin. So. Ja. Nebenmission. Du, die Nebenmission schon überhaupt nicht. Da machen wir noch eine. Da machen wir noch eine. Besser später als die Waffe. Weißt du was? Alter, gib mir Waffe, Brudi. Hol die Waffe bei Wilson ab. Bei uns in Haywood gibt es eine Tradition. An deinem 16. Geburtstag schenkt dein Vater dir eine Waffe. Ich habe keine bekommen, weil ich einen beschissenen Vater hatte. Aber dein 16. ist schon eine ganze Weile her, oder? Höchste Zeit, dass du dir mal eine ordentliche Knarre besorgst. Ja, easy, Alter. Easy. Da die sagen, wo müssen wir da hin? Ah ja, einmal kreuz und quer durch die Stadt. Da darf ich fast vorschlagen, dass wir uns da herporten. Das heißt, wir gehen da zu dem Punkt und porten uns 4. Das geht um einiges schneller. Passiert denn eigentlich, wenn wir da bespringen? Wie viel Fallschaden kriegt man eigentlich in dem Spiel? Bam! Na, ein bisschen. Haben wir uns lieber mal... Jo, haben wir den Family Packs. Und was haben wir heute vor dem Stream geschrieben? Ich bin Pro-Gamer, ich spiele immer auf leicht. Oder ich bin Pro-Gamer, meine Medipacks machen DPS. Beides wird patentiert und hat durchaus T-Shirt-Potenzial. So, ich glaube, da haben wir am nettesten. Was ist das für verrückte Kartendarstellung ist? Kann man da eigentlich irgendwie mal so, weißt du, so rein so mit raus, den Wegpunkt verfolgen, auf wie zentrieren, Legende, freie Kamera. Na, helfen wir nicht weiter. Schnelle Reise, los geht's. Der Andreas Bünger schreibt, dadurch bekommst Geld und Hack-Komponenten. Also die Komponenten, die wir jetzt da gerade gekriegt haben, diese Quick-Hacks-Dinger da. Die Skills, ich nenne es jetzt einfach mal Skills, ist einfacher. Also für mich einfacher verständlich, als in dem Cyberpunk-Jargon zu sprechen. Da steht einmal ein Batzen Bullen, ich weiß nicht, was die tun, aber da, mit denen legen wir uns lieber nicht, aber das schaut mir so, als müssen wir da durch. Hey, Entschuldigung. Hey du, kann ich da mal, jetzt muss er die Keibe umeinander rasen. Oh, hast du das Auto vor lauter Fetten nicht gesehen oder was, du Trottel? Ja, kann ich da, ist das okay, wenn ich... Irgendwas ist hier ver... Hey, hey, hey! Was zur Hölle machst du? Entschuldigung, Alter! Das ist deine letzte Warnung. Zwing mich nicht zu Gewalt. Ja, ich geh schon! Chill! Grütze, fix die Hand lang, aber die chillen mit deinen Genierscheiben.
wird schon wieder geschossen. Da geht's zu in Night City, das sagt dir ich. Das sagt dir ich. Was haben wir da? Er ist bewaffnet. Müssen wir etwa weg da, oder was? Hey, Entschuldigung! Hallo Sie! So nicht, gell? Was ist da los? Wer ist da wer? Komm da wegen Wind da! Hannes Besi! Oh! Ich wollte dir bloß helfen! Jede illegale Aktivität wie Diebstähle oder das Angreifen von Zivilisten. Schaut der aus wie ein Zivilist! Der ballert in der Weltschicht damit an! Der muss weg! Führt dazu, dass das NCPD ein Kopfgeld auf dich aussetzt. Die Polizei wird eine Patrouille zum Tatort entsenden, wobei ihre Reaktion proportional zum Kopfgeld ausfällt. Entferne dich vom Tatort und verhalte dich für eine Weile unauffällig, um die Polizei abzuschütteln. Also wie ein GTA halt. Okay, tschüss dann. Au! Ja, wir werden mal wieder sterben. Lass mich in Ruhe jetzt. Lass mich, ich laufe einfach davor. Ich verhalte mich ganz normal. Ich laufe jetzt einfach da so, ja. Tschüss. Tschüss dann. Tschüss dann. So, die haben den Laufzug fahren. Schneller, schneller, schneller. Aufzug, Kim, Aufzug. Abflug. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Schneller. Blockiert? Wie blockiert? Ah! Da gibt der Polizisten selbst. Ah! Versteckt mich! Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Ich springe einfach da raus. So, Spacken und ab in die Tiefgarage. Scheiße, die ist zu, Alter. NCPD! Nicht schießen! Ah, falscher Knopf. Ich muss mich ducken. Die finden mich doch da nicht. Die wissen doch nicht, wo ich bin. Oder? Weiß er nicht, wo ich bin? Ich sitze mit dir. Entschuldigung, ihr nichts da! Lass mich! Hast du keine Rechte mehr, du Ich geb mir doch, ich Fotzenbock. hab keine Waffe! Was halt's ihr für Arschlöcher? Ihr Pimmelberger! Ja, da kommen wir mit Drohnen und was weiß ich! Und ich wollte bloß helfen! Ja, dann bring mich um, du Spackenfotzen! Finde ich nicht gut. Scheiß... Haben wir schon wieder soweit? Scheiß NCPD! Das nächste Mal bringe ich euch alle um. Helfe euch nimmer. Stell mir daneben hier und frisst Popcorn und schaut zu. Scheiß Spacken. So, weil haben wir jetzt den Weg, müssen wir uns wieder porten. Nein, müssen wir nicht. Okay. Bin ich schon zufrieden. Bin ich schon zufrieden. Einfach weiter. Ja, das ist da laufen wir einfach durch, was die alte Nudel da hinter mir sagt, das ist mir scheißegal. Hashtag Zero. Werden wir schon fast bei 2 Tipps gewinnen. Da lasst ihr über den Haufen von, weil wir nicht schauen. Na gut. So, volle Gas, Leberkass. Ja, genau. Dann wird schon wieder ballern. Hoffentlich, das schießen sich alle, ihr Vollidioten. Ab. Die Frage ist jetzt natürlich auch, warum war der Aufzug da blockiert und habe ich da überhaupt eine müssen? Ja, habe ich. Alles klar, mach's mir auf. Und den Niederlanden. Das Ziel der Scan. Flüchtlinge ist weiterhin Service. Skandinavien. Eingang. Schweden Ich glaube, wir müssen hat Service. mit Gewalt reagiert. Wir müssen In den Wilson, letzten Alter. Wochen hat das Land über 1 Dutzend Flüchtlingsschiffe versenkt. Und Nachrichten. trotz humanitärer Bemühungen sind fast 60 Menschen ums Leben gekommen. Gibt es den Himmel auf Erden? Die dauerhafte menschliche Besiedlung in der Antarktis feiert heute den 10. Jahrestag. Wir möchten Viele dauerhaft in der scheiß natürliche Antarktis Ressourcen wohnen. verbergen sich unter dem Eis. Infolgedessen hat Und sich in die welchem Wirtschaft Stockwerk ist der des Service? Im rasch 200. entwickelt. Infolgedessen forderte dies auch einige Opfer in Form von Umweltschäden. Doch die Einwohner des Südpols legen ihr Leben kurzem das erste Puppenhaus der Antarktis geöffnet wurde. Hallo? Aber das wohl ansprechendste für Ah, ja. Einheimische und Neuankömmlinge Schon wieder Bull. Oh, Was für eine Sache. Roboter zum Kämpfer. Ich glaube, wir haben wir wieder daheim sehen. Sicher. Lass mal dein Angebot sehen. Bist du der Wilson? Lass mal dein Angebot sehen. Nichts lieber als das. Oh, Mr. Wilson. The fuck are you doing? Bringt es mehr, wenn ich Waffen zerleg? Oder wenn ich sie einmal verkaufe? Was haben wir da? Handfeuerwaffe. Ah, kostet bloß 12.800. Ja, easy, oder? Street Cred. Das heißt, man verdient sie dann quasi auch durch Street Credibility die Freischaltung von Waffen. Ja, coole Mechanik. Ist in Ordnung. Ist ein bisschen an den Ruf gebunden, das ist in Ordnung. Aber wo ist die Waffe, die ich brauche? Das da. Ah, die ist zumindest gekennzeichnet. Die kostet auch nichts. Wow, die hat sagen auf die 49 DPS. Die hätte man wahrscheinlich schon am Anfang holen sollen. Machen wir mal wieder zu. Zerlegen. Zerlegen macht mehr Sinn, gell? Mission abgeschlossen, die Waffe. Naja, das war ein bisschen umsonst, würde ich sagen. Das war wahrscheinlich jetzt lauter Einführungsnebenquests.
Ist aber auch nicht schlimm. Findet man doch einmal außer, wie man die Waffen zlegt. Schauen wir jetzt einfach mal ins Inventar. Oh, Levelaufstieg haben wir auch benannt. Da schon, verfügbare Vorteilspunkte. Vorteilspunkte sind gleich wieder was? Die Unterpunkte, glaube ich, gell? Ja, schauen wir uns doch das einmal an. Oder sind das die? Warte mal. Ja. Das wollte ich nicht. Aber ich wusste, dass es so schnell geht. Aber da ich da schon einen Skillpunkt einen da habe, kann es nicht so schlimm sein. Schalte den Demon großer Schlaf frei, mit dem du alle Kameras im Netzwerk 6 Minuten lang deaktivieren kannst. Du die Shot überhaupt nicht. So, jetzt pass auf. Belohnungen für Fertigkeitsfortschritt. Okay, Breach-Protokoll. Das Ding habe ich noch nicht ganz verstanden. Was zur Hölle ist das Breach-Protokoll? Das ist das Ding hinter mir. Das ist der Balken da, Breach-Protokoll. Was zur Hölle ist das? Da steht jetzt drin 92 von 925, 9%. What the hell? Breach-Protokoll ist das Hexadezimal-Sudoku-Minigame. Ah, okay. Okay. Und was bringt mir da, je mehr, dass ich hab? Mehr Zeit? Da läuft ja Zeit ab, oder wie, ja. Was haben wir da? Ach, der ganze ja, ich verstehe. Jetzt habe ich es verstanden. Irgendwann, das ist ein globaler Wert, dabei ist das quasi der Wert für diesen Skilltree in dem Bereich. Ich glaube, ich habe es verstanden. Und gleichzeitig mehr Punkte da herin macht die beim Hacken allgemein besser, plus das, was du da drin skillst. Alles klar. So halb. So halb. Ja. Dann da ich sagen, bis spätestens. Sag mir eine Uhrzeit. Ich meine, ich soll mich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr zu Lissys Bar begeben. Ja, es ist 0:18 Uhr. Ja, dann machen wir die nächste Hauptmission, ne? Sagst du dazu? Also ich sag ja. Birger Pro Gamer hatte seine Aha-Momente des Tages. Ja, die brauche ich einmal. Dann ein Twitch, wenn bei mir der YouTube-Chat permanent verreckt. Herr Asker. Oh, du müsstest der YBO, glaube ich. Gibt auch eine Fertigkeit, bei der er automatisch Junk zerlegt. Schaut eine. Die Frage ist, wie zerlegt man so eine Waffen? Das darf mich nur interessieren. Jetzt gehen wir da ins Inventar. Inventar, oh, Menü ist noch ein bisschen, ich noch nicht ganz klar damit. Ich meine, das schluckt mich förmlich da. Da kriege ich einen epileptischen, wenn ich das so schaue. Wir zerlegen jetzt zum Beispiel das Ding. Rechte Maustasten, Z halten, Item zerlegen. Kann ich das einfach von unterwegs aus? Geht das nicht Massen zerlegen? Okay. Ein bisschen traurig. Dazu legen wir jetzt einfach einmal rein ins Viech. Da haben wir eine Pumpgun, die uns stärker macht. Die haben wir jetzt gerade zerlegt, weil der Mauszeiger macht mich narrisch. Ich meine die ganze Zeit, das linke Obeneck von dem Mauszeiger ist der Pointer. Dabei ist das in der Mitte der Pointer. Ich flippe aus damit. Links sind die Crafting-Ressourcen. Also das alles da, oder? Es gibt quasi 8 Crafting-Ressourcen und vielleicht noch Quick-Hack-Ressourcen. Jetzt pass auf, jetzt schauen wir mal, was da passiert. Da steht da nicht dort, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe, wie viel, dass ich da rauskriege. Was ist das da? Gewöhnliche und ungewöhnliche. Seltene Item, und es gibt quasi Item-Komponenten und die in 4 verschiedene Seltenheitsgrade, wie man es halt aus Rollenspielen kennt. Grün, Blau, Lila, Gelb. Ungewöhnlich, selten, Epic und Legendary. Wie ist das da herunten? Seltene und dann gibt es 4 verschiedene Quick-Hack-Komponenten. Ja, das ist alles okay. Das ist alles okay. Gibt es eigentlich einen maximalen Item-Bloats? Also wie viel, dass ich maximal mitnehmen kann? Ich weiß es nicht. Jetzt hat es gerade ein bisschen geleckt. Wo sehen ich den Fortschritt? Wie lang es braucht zum Zling. Verstehe ich nicht. Oh. So habe ich einen Scheiß gemacht. Ein Vorteil, der uns allen mehr Sicherheit verschafft. Obwohl ich so ein Boni von statt zum Zling. Pro-Gamer, Bitch! Ich bin Pro-Gamer, jetzt leg nicht, ich wirf's einfach weg! Z halten. So, jetzt passen wir auf. Im Mauszeiger sehe ich dann den... Ja, okay.
Dann musst du an alles gewohnen, Alter. An alles. Ein komplett neues Interface und so weiter, das ist einfach immer ungewohnt. Am Anfang erst einmal lästig und dann wird schon. Das zeigt doch recht hin, das gehört uns ja auch aus. Was sollen wir mit dem ganzen Schrott da? What the fuck, Mann? Ja, das ist ja der Zukunftsbürger, darum kümmern wir uns. Der ist mir Aufzug gefahren. Wieder mal, bevor wir so fällt. Kannst dann nicht mehr laufen. Ja gut, das ist in alle Rollenspiele gern so. Wie weit haben wir von der Scheiße weg? Naja, nicht allzu weit. Der haben ein bisschen durch die Open World cruisen. Ja, haben wir noch nicht recht viel gesehen davon, aber bis jetzt, was ich bis jetzt überall gesehen habe, es ist sehr belebt. Und mit so, schau dir mal die so. Und schau einfach mal da rein. Überall ist was los, von Autos, haufenweise Leute, die zwar alle ziemlich strange ausschauen, aber das ist egal. Sind heute wieder vorbeigeflogen. Wer? Autonome Navigation. Die fliegen Achter und vergiften uns. Schon seit mindestens 50 Jahren. Sind Autos nicht auch umweltschädlich? Ich hab mein Auto gerade gerührt. Was hat denn er? Alter, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Wie schaut's denn hier aus? Sie schaut aus, als wäre es cool aus Fallout. Ja, jetzt lauter kaputte. Ich darf mich jetzt schleunigst von dem Zebrastreifen schleichen. Schleunigst. Du Fetter! So ist ein Maul. Oh, wir müssen umdrehen. Achtung, U-Turn. Ja, ein bisschen Gleitplanken gestriffen. Da feiert sich nichts. Und was möchte ich jetzt? Möchte ich mir aus dem Auto ausziehen? Das kannst du schon probieren. Schnell ein Pumpkin im Gesicht, wie du schauen kannst. Ich meine, schau dir mal dies. Oh. Hoppala, vorbeigefahren. Ich soll vielleicht auf Minimap schauen! Und nicht da, wo ich hin muss. Ja, Bullen schießen immer umeinander. Sollen sie mal anschießen? Ich helfe ihnen nicht mehr. Hoffentlich sterben soll ich. Hoffentlich sterben soll ich. Im Spui. Falls wieder irgendjemand meint, der muss irgendeinen Dummschiss zusammenschneiden. Ja, Leertaste ist gewöhnlicherweise Handbrems. Los geht's. Ja, das wird schon. Schaut schon gut aus, Speck. Kannst sagen, was du magst. Schaut gut aus. Kann man schon lassen. Oh, was ist da rechts wieder passiert? Weiß ich nicht. Schon wieder Polizeieinsatz. Sie sollen mich nicht lassen. In einem legalen Scheiß. Und wieder falsch gefahren. Was soll man jetzt sehen? Jetzt fahren wir rückwärts. Nein, natürlich nicht. Ja, Full Gas, Leberkas. Full Gas, Leberkas. Was da viel cooler war? Dass ich nicht die ganze Zeit meine Fresse in der Minimap hab. Wenn es da auf der Straße einen kleinen Pfeil gibt, der mir zeigt, welche Straße das ich nehmen muss und so. Gar nicht auffällig, aber dass ich noch jetzt sehe. Aber jetzt sag, wo kommen wir da wieder hin? Wo kommen wir da wieder hin, Alter? Ins Weed-Paradies Level 9000, oder was? Wo sie sich auf Katzenurwaschel wichsen? Ich weiß es nicht. Hey, Zuckerschnute. Wie wär's mit einem heißen BD? Einem heißen BD? Aber da verbrennt man ja mein Popo. Das mag ich nicht. Brandons? Was habt ihr so? Also, was wird das jetzt? Ja, nichts Jugendfreies auf alle Fälle. Was habt ihr so? Was haben wir nicht? Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Ja, klingt. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Unsere Sachen sind maßgeschneidert. Nicht für Otto-Normalsynapsen. Denkst du, das verkraftest du? Wenn ich die so anschaue, ja. Maßgeschneidert? Verdammt, das klingt gut. Ich bin dabei. Aber muss der Basie sein? Ein paar Sachen noch vorab. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grapschen. Oh. Gefällt dir jemand? Fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Dann geh rein. Jetzt ist die Frage, wie risikobehaftet ist jetzt, dass ich da reingehe? In Bezug auf YouTube-Strikes. Weil wenn dir nämlich irgendwo eine ihre Tippfasse hängt, dann hat's mich. Okay. No risk, no Oh, fun. was für ein süßes kleines Gesichtchen. Was für ein süßes, kleines ist das, kann man das noch Kleidungsstück nennen? Ich glaub nicht. Und dann sie. Ja.
ja, Kennen ja, wir wenn ich uns? besoffen bin, ja. Küss meine Titten, du Freak! Ja, wenn du so Oh, fragst. was für ein süßes kleines... Ja, jetzt halt mal, ich muss... Was? Wo muss ich hin? Ich weiß, wo ich hin muss. Kann man da durchgehen? Ich weiß nicht, Alter. What the fuck? Schaut aus wie ein Dr. Disrespect sein Booty, Alter. Gebiet sicher. Setz dich an die Bar und frag nach Evelyn. Wir sitzen da, haben so ein Mini-VR-Brenn auf und lassen sie uns schleudern oder wir sehen das. Das geht. Was haben wir da? Da kann ich looten. Ich kann noch was looten. Was haben wir da? Braindance Cyberspace. Neuer Splitter. Afterlife Braindance Cyberg, das ABC von Night Cities Nachtleben. Rudi. Ja, da hat's lang. Gleich wollen wir was sehen. Die haben wir zum Sehen. Ja, wo ich sei, sammeln, was wir finden. Na, ja, du schaust auf. Wieso hast du keinen Arm? Ah, Grafikfehler. Wahrscheinlich Grafikfehler. Ich glaube, ich sehe da, seine Tätowierungstattoo, glaube ich, sehe ich, und die Ambient Occlusion, glaube ich, sehe ich vom Arm, aber ja, mei. Hey! Dinge passieren, Alter. Ja, das kann Arm. Willst du was trinken? Ja. Ich Ja, suche genau. Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Machen wir jetzt einfach so, dann sagt's Wer keiner. fragt? Ich bin wie? Ich bin Vi. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir ein Vergnügen, wie? Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich hab ihn erwartet. Der Empfangsteine war aber... Naja, egal. An wen erinnert mich sie? Das ist doch eigene Evelyn Schauspielerin. Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du's bist. Eine Dödeln. Nichts geht über Sanson. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Der aus dem 5. Element, der Mila Jokovic, na. Mir erinnert's an Transporter 2 und die Besi Tussi. Bloß mit Und? anderen Haaren. Was denkst du? Warum treffen wir uns hier? Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns Er keiner putzt belangt. mit dem Siemens Luftarm. Putzt das Wir ja sind in der gerade. Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Oh, ab in die Lounge, gute Frau. Du da, okay, mal ganz dezent. Nicht anfassen, hat's geheißen, alles klar. Näher. Darf ich da noch mal kurz anmerken? Ich habe noch in keinem Spiel diese scheiß Beschwerden über das Spiel gegen mir nämlich so auf den Sack. Ist jetzt keine Erinnerung, ist mir nur eine allgemeine Bemerkung meinerseits. Wie nahtlos das in diese Dialoge übergangen wird. Und die Gestik vor allem, die mir jetzt gerade auffällt. Wie die Frau mit mir redet, sie herlohnt und schaut und tut und so weiter. Ganz ehrlich, auch jeder, der rumjammert, halt die Fresse. Das habe ich in einem anderen Spiel noch nie so gesehen. Jetzt, und das kann ich nach 2 Stunden sagen. Das ist in Ordnung, echt. Lasst uns doch einfach die Wahrheit. Ich habe irgendwo im Chat gerade gelesen, da gibt es irgendwo Tipp. Wo ist die Lounge? Na, da ist die Lounge. Gehen wir zur Lounge. Oh, gute Frau. Hallo. Nach mir, oder wie? Okay, Nach dir? Mizi, du zuerst. Hopp, hopp. Mit Ich deinem warte. Glitzerkleiderl. Alles klärchen. Mr. Gute Frage. Ich weiß, es ist zu viel, also nicht meckern. Da habe ich es endlich durchgebracht. Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bevor jetzt sie das Labern anfängt, ich weiß nie, was ich darauf sagen soll. Deinen Namen lese ich mit diesem Betrag das erste Mal. Vielen, vielen herzlichen Dank, Alter. Ich weiß nicht, was ich drauf sagen soll. Aber bitte hört's auf. Nicht, dass wir jetzt wieder 80 Leute kommen, die wieder ausflippen und wer hat
kann das meiste schmeißen. Herr, gute Frage. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Christian, auch dein Zwickel, da mache ich keinen Unterschied. Gönn dir ein Zwickel. Das, ja, werde ich wahrscheinlich nicht da, eher ein Gustel, vielleicht sogar 2. Merci. Vielen herzlichen Dank. An der Stelle, wisst ihr, was nichts kostet und was wirklich mehr bringt, als ihr meint? Leave a like if you like. I'm a simple man. I see Burger, I like. Smash the like button. Oder wer nicht liked, der schlägt sein Bürostuhl. Und wer einen Daumen nach unten drückt, der fehlt. Was? So, jetzt aufpassen. Was haben wir da? Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Was? Ich hab nicht aufgepasst. Was möcht's? ja. Warte. Ja, schon. Was? Dampfler! Cyberpunk ist voll verpackt. Lacht dem Bethesda Creation Engine. Exakt, Alter. Die Leute, die sich da drüber aufregen, sollen mal Bethesda spielen und dann erst nie wieder was von denen. Dem Merci die, Alter. So, was mir jetzt da gleich mehr auffällt, ist, kommen wir gleich zur Sache. Ich kenne ihn nicht gut, glaub nicht. Ja, halt doch immer jetzt dein Futzen, wenn ich vorlese! Ich bin der Beste. Dir ist egal, was Dex denkt. Da haben zwar Symbole drauf, so ein Kammerzeichen und so ein whatever this is. Was bedeutet das? In der Regel haben das in Rollenspielen so skillbasierte Antworten. Und ich hab wirklich nicht aufgepasst, was gesagt hat. Um was geht's denn eigentlich? Ich konnte das nicht einfach nur mal sagen, bitte. Was? Ich bin der Beste! Ich mach meine Sache gut. Hab eine verlässliche Crew und noch nie einen Job vergeigt. Sasch, Dir ist klar, dass ich von dir mehr Dankeschön. Leid erwarte, aufhören als jetzt. Datenterminals Bitte. an der nächsten Danke. Straßenecke auszukratzen, oder? Viel, viel mehr. Vielen Dank. Ich bin der Beste und weiß, was ich tue. Dex hat sich klar ausgedrückt. Der Job ist riskant. Habt ihr eigentlich lange zusammengearbeitet? Du und Dex? Das meine ich alles, wenn's da rundherum geht und sie her sitzt und das ist alles Ingame-Grafik und so. Das kannst du, sag mal, ein Spiel, wo das so gemacht ist. Gibt's keins, kannst du knicken. Da wo warte. die Figuren Ingame nicht ausschauen, als würden sie Plastikmatsch fressen. Eigentlich ist das mein erster Job für ihn. Reden wir über das Geschäft, schreibst du seine Biografie oder was? Schreibst du Dex Biografie? Tut mir leid, aber ich weiß kaum etwas. Mit anderen Worten, ihr kennt euch kaum. Und doch hat er dich angeheuert. Interessant. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme Ja, an, pass du auf, kennst bin voll es. da. Bin voll da, Relic. Alter. Ein sichere deine Seele Schmuckstück. Richtig gute Tech. Stopp, weil ich gerade lese, im Witcher. Im Witcher war das auch gut gemacht, aber auf Bethesda-Level. Da haben die Gesichtsausdrücke auch nicht so wahnsinnig gut. Ja, aber man muss ja dazu sagen, das ist 5 Jahre her, okay? Und da hat die auch bloß da gestanden. Ja, die Dialoge haben immer gleich ausgeschaut. Wechsel, der Typ steht vor dir und das war's. Nicht so wie da. Ja, das fühlt sich ganz anders an. Bin ich richtig gespannt drauf, wenn ich das ohne Stream spiele, wie sich das so fühlt. Aber es ist schon wahnsinnig gut gemacht. Und es ist kein Scheren und kein Gehype, sondern es ist einfach nur, halt dein Maul, es ist gut gemacht. Wir haben es mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Wer ist Er liegt Arasaka? gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Nein, nicht gerade meine Preisklasse. Hatte nie Gelegenheit. Schicke Konzernhotels? Das Nein, ist Hilton der nicht meine Zukunft. Preisklasse. Das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, Siehst wo den genau Kerl. finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn.
Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder? Ist es wie? selber so ein Nur Konzern? eine Handvoll Leute in Night City. Yorinobu kennen Arasaka, Arasakas der hat doch wahre einen Super Mario erfunden. Und du gehörst dazu? Jetzt kommt sein Bub und sagt, aber der Sonic ist viel cooler. Was doch ein Ass im Ärmel, ich wette, Yorinobu hat eine Armee um sich versammelt. Ernsthaft, er ist mein Ziel, Yorinobu Arasaka? Wir haben es also nicht auf den Konzern abgesehen, Ist ein sondern auf Konzern von Yorinobu 10, Arasaka okay. selbst. Ja, cool, dass da Leute herin sind, Bitte. ich bin Yorinobu ist einer eine von denen, Puppe. die... Hat seine Karten vor Jahren verspielt, als er Papi nicht gehorchte. Saburo hat Yori seit Jahren bei den Eiern und wartet nur darauf zuzudrücken, wenn er herausfindet, dass sein Sohn Scheiße baut. Ich frag dich jetzt ein bisschen mehr. Ich bin in der Cyberpunk-Lore Wie? nicht so drin. Ich kenne die Konzerne nicht, ich kenn das alles nicht. Ich bin auch nur einer von denen, die sich freuen, dass fucking CD Projekt Red ein neues Spiel macht. Und ich hab Bock drauf, darum frage ich die jetzt aus. Wir haben die Leute, vielleicht erfahren wir da ein bisschen mehr. Einer wie Yorinobu hat doch eine ganze Armee im Rücken. Das Hotel ist wahrscheinlich eine Festung. Yorinobu hat überhaupt keine Mietmuskeln, keine Wachen. Hat sie vor langer Zeit entlassen. Warum denn? Du weißt doch sicher, was man über Arasakas Infos sagt. Niese in Night City und in Tokio fällt eine Kirschblüte vom Baum. Yorinobu war überzeugt davon, dass die Leibwachen seinem Vater direkt Bericht erstatten. Also wir haben es offensichtlich mit einem Konzern Superman zum Tor. Und dem Ich müssen wir irgendwas warte. klauen. Das nervt ein wenig. Das nervt ein wenig. Zumindest im Streamer-Mode. Ja, wenn man sich über die Dialoge unterhalten möchte, dann so, wenn du, ich warte. Singleplayer nicht. Ah, das hätte man besser machen können. CD Projekt Red, für den Tipp hätte ich gern 0,00002% vom Umsatz. Dankeschön. Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Bekomm jetzt nicht gleich einen Ständer, mein Lieber. Aber Das ist schon seit dem Eingang Yorinobu hat spät. sich den Chip Entschuldigung, aus Arasakas Entschuldigung. Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Ich hab wieder nicht aufpasst, ich sag das, ich hab mich um meine Zeit in der Hosen gekümmert. Es hilft halt nicht. Du kannst nicht erwarten, dass was ist das da? Ich soll mit dir ernsthafte Gespräche führen, währenddessen die Alte da Singleplayer Kamasutra betreibt. What the fuck? Netwatch. Was ist Netwatch? Moment. Netwatch ist doch neutral, dachte ich. Netwatch ist für die Sicherheit aller Konzerne zuständig und kassiert dafür Millionen. Aber heutzutage dankt es dir niemand, wenn du ein Heiliger bist. Wer bei diesem Spiel gewinnen will, muss alles einsetzen. Wieder was gelernt, Netwatch, okay, sowas wie Bodyguards nehme ich an, die Konzerne anheuern oder Konzerne heuern Netwatch an, um das zu beschützen, das ist Ich warte. seine Armee. Jetzt hört doch mit der Goschen, du Blauhaare, die... Weiß ich nicht, auf der Straße schauen sie alle gleich aus, also weiß ich nicht, was hast du für Bratzen beieinander? Brudi, ich kenn die mal. Okay, wo bewahrt Yorinobu den Relic auf? Ich weiß nicht mehr, was ein Relic ist, Alter. Gut, also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du Diesmal mit nicht. deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Ich garantiere dir, dass die im Non-Streamer-Mode knockert ist. Wir sollten nicht da ein Wort verstehen, oder? Wir können nicht da einen Yorinobu, Yagasaka, warte. Koffer, Chip, irgendwas mit Watch, keine Ahnung, Alter. aber- Yori Arasaka, was weißt du noch über ihn? Also, was ist auf dem Relic? Noch eine Sache. Was sind das für Daten auf dem Chip? Für dich irrelevant. Wir sprechen hier von Daten, die Yorinobu von Arasaka geklaut hat und obendrein an Netwatch verschabeln will. Klingt mir ziemlich relevant. Hör zu, Vi. Überlass mir den Relic. Und konzentrier du dich lieber auf deine Belohnung.
Das Zieh den Kimmer- Job durch. Und A ich Relic, sorge das für hört sich ein für mich so, als wäre es einfach eine Festplatte. A Relic. Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Jetzt Hab gibt was das für Beste euch. irgendwann. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll Hey, ich mit Sie einem sind- Braindance? Ich brauche Fakten, keinen Fick. Denkst du wirklich, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten einen runterzuholen? Ja! Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Und für Katzen. Um Das Details Internet. zu Internet ist für analysieren, Porn damit man und verkrummte Katzen. Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Okay, jetzt Moment. gehen wir mir quasi. Hast Wir du gehen das jetzt etwa quasi aufgezeichnet? in den Braindance. BD-Rec-Implantat. Was dagegen? Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen. Ich kenne ihn ehrlich gesagt sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Ist Auch so eine gut Mox. gemacht. Das ist Wir echt kennen ungewohnt. uns schon ewig. Wir hacken jetzt quasi, wir machen jetzt einen Braindance und sie zeigt mir quasi sein Blut von Wie? innen, damit ich herausfinde, Das ist wo wichtig. der Koffer versteckt Judy sein war könnte. immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist eine Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Was ist ein Mox? Vergiss das nicht. Also, sei ein braver Junge. Benimm dich. Und halt deine Zunge im Zaum. Das kann ich nicht Entspann dich. Glaubst oder nicht? Ich kann durchaus taktvoll sein. Das ist heute für ein Gerücht. Schon wieder Miezi. Miezi? Miezi, was tust du? Hey, da Hallo. bist du ja. Ja, Das ist W. Er ist für den BD hier. ich bin der Bürger, W. ich auch. Das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin. Mox sind auch eine Gang. Ja, Okay, ja, aber du jetzt musst ist gern. gut. Wölfchen, dankeschön. Trotz gleich. Hey Judy, ziemlich gute Ausstattung. Nicht schlecht, das ist ein so Hardware. Oh, das kann ich nicht. Ziemlich gute Ausstattung. Beeindruckend, das Zeug. Und all das nur für einen Braindance? Was ist denn da? Ist hier ein Monitor, den hab ich ja? Analysatoren, Wahrnehmungs-Signaturverstärker, akustische und emotionale Wellenmonitore, Mimikübersetzer. Judy. Schon gut, schon gut. Sie ist der Hab dein Tech-Freak. BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf ihn an. Okay, sie ist gerade in mich hineingegangen. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Ja, jetzt Solltest chill mal mal. die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Chick Street Wir Pornos? lassen wir also rein, damit er sich dort gründlich umsehen kann. Der abartig. Wo? Na, wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Nein, noch nie. Was bedeutet ungefiltert? Was Was bedeutet meinst du mit ungefiltert? ungefiltert? Wie unterscheidet dieser BD sich von normalen? Fabrikfertige BDs, vorausgesetzt sie sind von guter Qualität, speisen dir Gefühle und Eindrücke, die du in der Realität nicht erleben könntest. Aber sie sind für die breite Masse, hart kodiert, mit Beschränkungen und leichtem Umgang. Aber ein ungefilterter ist eher eine virtuelle Umgebung. Du bewegst dich frei, siehst mehr Details. Quasi der Flugmodus, der Editoren suchen God-Mode. dort nach geileren Emotionen und Impulsen, die sie trimmen Der und zum Konami-Cheat. Auspolstern nutzen. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Okay. Lady? Braindance Time! Da muss mindestens so ein Hashtag Braindance. Hä? Braindance. Hoffentlich haben wir dann auch eine Braindead. Who knows? Dann kommt der Ash mit dem Rasenmäher und sagt: Hallo. Okay. Okay. Zuerst muss ich Hashtag dein BD. Wahrnehmungsprofil erstellen. Okay, dann profilier mich mal. Was für ein Profil? Hinterfragen wir das. What the fuck are we doing here? Was für ein Profil, bitte? Ein Modell deiner emotionalen Reaktionen und Wahrnehmungen. Muss sich anpassen, damit dich der BD nicht überwältigt. Sonst wird dir im besten Fall schlecht, sobald du online bist. Würdest dir vermutlich die Eingeweide auskotzen. Ja, wie ich mit der VR Und brennt. im schlimmsten Fall?
Brutzeln deine Synapsen ab wie eine Kakerlake in der Fritteuse. Aber keine Sorge, dazu lassen wir es nicht kommen. Okay, dann leg abprofilieren. los. Leg Aber los. sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay, sitz still. Sieh mich an. Wir können meine Ich lass die Gangster-Basketball Analyse laufen. Eich? Sollte leicht Schon, prickeln. oder? Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Was die jedes Mal gemacht? Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann er nicht meine Aufzeichnung Würden Sie benutzen? Was soll eigentlich- die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich hab hier was, das perfekt sein sollte. BD starten. Los geht's. Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung in 3, 2, 1. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Also wir sind jetzt in dem Und Braindance. denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Den ich offensichtlich jetzt ab mit nur dir. als Art Video sehe. Kann ich da drin auch was tun? Alle runter! Aeroflex, danke für den 5 Euro. Halt Hübsch jetzt den Boden zurück zu zurück. Euro, das werde ich mal. Geld her! Streaming-Profi, Sonst mach ich dich fertig! Danke, Ich schwör's! Wow, Jano! Ich! Jetzt! Ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Okay, wir beobachten einen Überfall. Einen bewaffneten Überfall. Da oben läuft der Zeitleisten ab, Ebene visuell. Okay. Tief durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Okay, hättest mich ruhig machen können. Schock. Ich spüre ihn immer noch. Hättest mich ruhig vorwarnen können, dass Sterben so wehtut. Scheiße. Dieser letzte Augenblick. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wir haben einen Braindance gemacht, was nichts anderes ist, wie ich krieg quasi ins Hirn gepflanzt, was ein anderer gesehen hat. Oder halt eine Matrix im Prinzip, eine virtuelle Umgebung, und da stirbt jemand und das fühlt sich für die halt so extrem an, dass du kotzt. Oder dass es da halt schlecht geht. Das ist nur logisch irgendwo, wenn sie das richtig anfühlt. Glaub mir, echtes Sterben tut noch viel mehr weh. Bin ich mir nicht so sicher. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Das ist ein Editiermodus. geiles Universum. Ja, wahrscheinlich auch für Pen and Paper und so Sachen. Ich kann es mittlerweile langsam aber sicher nachvollziehen. Weil es auch grenzenlose Möglichkeiten hat. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Der Plan ist Okay. Das ist ja geil gemacht. Jetzt bin ich quasi in dieser Szene und ungefiltert heißt, ich komme da im God-Mode halt in der, was ich gerade gesehen und gefühlt habe, und ich bin ja der in dem Braindance, rumfliegen und mir das also quasi anschauen, von wo ich will. Die Frage ist jetzt gerade, ist das jetzt da das Tutorial oder hat das schon was mit diesem Koffer zu tun? Keine Ahnung. Tab-Wiedergabemodus. Tab-Editiermodus. Das heißt, da kann ich mich frei bewegen. Leeres Play und Pause. Kann ich da... Warte mal. Was ist mein Greenscreen? Oh. Greenscreen verrutscht! So geht's natürlich nicht, gell?
Das ist schon geil gemacht. Also das hat der CD Projekt hat da schon das Potenzial erkannt, was sie da machen lässt. Absolut geil. Setze die Aufnahme fort und sieh dir die Szene Genial, an. oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Die ganze Optik, alles wie so es ausschaut und so weiter, das ist alles ziemlich gut gemacht, kannst du sagen, was du magst. Und jetzt ganz zurückspielen. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD. Okay, Okay. du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Ich meine, die Controls sind ja dann noch, das kann ich mir doch jetzt Okay, nicht jetzt merken. geht Oder? der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scan sie. Wie? Der Play? Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Klar. Und denk dran, sorg Wo ist die für Knarre? Action. Ich seh die Wir Knarre geben nicht. uns mehr Das ist für ein bisschen den pixelig, Adrenalin. Kinder. Oder jetzt die Knarre schon? Nein. Vorspulen? Genau Jetzt, hier. jetzt. Ja, hab schon. Visuelle Ebene, Thermalebene, Soundebene. Okay, jetzt wird's gestört. Auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an. Okay. Den du scannen hast. Kannst, wahrscheinlich. Der Hinweis wird in diesem Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf der richtigen Ebene eingestellt ist. Hinweise können überlappen. Die Stelle, an der sie sich auf der Leiste überlappen, ist besonders hell. Ja, das sind wahrscheinlich dann Wärme-Kälte-Hinweise und Sound-Hinweise, also Gespräche, Schüsse oder irgend sowas. Überlappen ist besonders hell. Hinweise verschwinden von der Leiste, nachdem du sie gescannt hast. Okay, lass mich mal die Knarre scannen. Also er zieht jetzt da die Knarre aus, ich muss bloß Sehr gut, draufhalten. ausgezeichnet. Da. Machen wir weiter. Pistole. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, Shift zur Soundebene, das ist total gestört. Wer hat denn das aus? Wer denkt sich denn sowas aus, Alter? Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Ja, Such dir eine aus und stell sie scharf. ist das? Hinweise? Dann muss ich draufhalten, dann scannt er das Ding. Okay, fahr, jetzt ab mit dir. Kleine Scheiße. Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Lutz mir doch den Schwanz, Alter. Und? Was sagst du? Unglaublich. Na? Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. Das ist geil gemacht, das So ist eine geile funktionieren Idee. BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Hören wir uns das da mal noch? Eine Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Und zwei Lutz mir doch den Schwanz, Da hat sie Alter. da in dem Geschäft, was auch immer das ist, Tankstelle vielleicht, keine Ahnung. Alle runter, los runter. Was Ab, bestellt? den Boden. Auf leer, wo kann ich jetzt, pass auf, leer kann ich Dings mal. Wenn dir langweilig wird, L-Shift zwischen dem verfügbaren Manchmal Ebenen. kannst du Extraebenen im Rohmaterial analysieren. Aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensoren. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Micha! Grüß dich! Bleib frisch und liebe Grüße aus Winge! Merci für deine 550. Grüß an die und deine Leute. Bleiben Grüße aus Landau. Bussi aufs Nussi. Danke dir. Bussi, Bussi. So. Spule dorthin, wo die Kundin geschlagen wird. Okay. Hübsch den Boden für mich küssen. Yeah. Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Geil gemacht Also einfach. gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Aber was sehe ich jetzt an der? Die ist jetzt gescannt, ja. Wundervoll.
Und dann gibt es halt wahrscheinlich keine Daten zu ihr. Also doch, da, Daten. Scannergebnis Sekunde. Zugehörigkeit Zivilist. Status bewusstlos. Ja gut, gibt's halt doch nichts. So, jetzt pass auf. Los, sonst mache ich dich fertig. Ich schwör's. Wow, Jano, jetzt. Ich dir deine scheiß Birne wegpuste. Okay. Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Hä? Wo ich spulen? Sichtfeld des Jungen. Ja, ich verstehe schon. Jetzt pass auf. Alter, das ist der Monitor. Wird geladen. Da ist jemand. Okay. Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so ein BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Das ist ziemlich feier auf einen Schlag. Heilige Scheiße, das ist ziemlich feier auf einen Schlag. Du kannst in diesen Braindances Geräte hacken und da quasi Tatorte im Prinzip analysieren. Was das allein schon an Potenzial hat, was da noch als Kind. Oh mein Gott. Not bad, Alter. Not bad. Erinnert mich ein bisschen an Würzkosten, was wir Anfang des Jahres gespielt haben. Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Korrekt, Sprengi. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Ich hätte aber gern zuerst nur einen Film mit Palmewedeln. Weiß nicht. Palme! Machen wir Pause. Ich will die Palme! Ich fühle mich immer noch wie der Typ als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, T-Bug ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du es sagst? Judy, bitte. Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Das weißt du. Okay, Vi. Ruf T-Bug an und wir springen rein. Achtung. Achtung. Hey, Vi, was gibt's? Bug, hört zu. Ich habe was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Einen Braindance. Konpeki? Hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Das schöne Plastiktelefon ist noch so weit weg von dem, da wir telefonieren der eigentlich. Sagt er das einfach in seinem Hirn drin? Kann dir egal sein, bist du bereit? Judy und Evelyn. Judy und Evelyn. Die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha, okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu, ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drin achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tag. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der ist sicher. Gut, ich gehe rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib's Saft, Judy. Ich merke schon, da muss man einfach mal das Spiel machen lassen. Ne? Muss ich mir mal halten und schauen wir uns das einmal an. Okay, da gibt's was zum Analysieren. Also mal ganz langsam. Ich kann man bestimmt gut finden. Was sagt denn der Roboter? Nochmal. Hallo, wir fluten mit euch. Da läuft sogar die Stimme rückwärts. Geil. Ich kann man bestimmt gut finden, oder? Okay.
Daten zu dem, was er immer er ist. Militärische Cyberware entdeckt. Kybernetische Modifikationen 96%, Gefahr extrem. Warnung, äußerste Vorsicht empfohlen. Okay. Was haben wir da? Tierklinken. Daten, Alarmanlage. Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Es ist unter anderem eine Aufgabe, scanne das Sicherheitssystem des Apartments. Untersuche den Braindance im Analysemodus, um den Relic zu finden. Also wir haben jetzt quasi in der Bude von diesem Konzerntypen durch Braindance und wir schauen mal ihre, das ist schon die blauhaarige, ja? Das habe ich schon richtig verstanden. Und das schauen wir jetzt gerade an. Roboter ist einfach der geilste. Stell dir vor, der Roboter geht auf den Aufzug zu und kommt irgendeine Alte raus. Ich kann mir bestimmt gut ficken, oder? Weiß ich nicht, was sie dann denkt. Der, wenn die zusammenstange, dann Haare fallen. Okay. Okay, da gibt's wieder was. Also immer wenn da oben in dieser Leisten was fett wird, gibt's irgendwas zum Analysieren. Die Frage ist was. Da gibt's was. Daten, Kamera mit Bewegungssensoren. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Neueste Tech? Und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Okay. Man kann ja da ständig hin und her switchen, was sie sagt und zwischen dem Analysemodus. Lassen wir mal den normalen Modus Ich laufen. sagte, nein. Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber Mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen... Hör bei dem Gespräch zu, wie. Das könnte wichtig sein. Okay, da hör ich zu. Brudi, da hör ich zu. Achtung. Da, gibt's da dann so Soundstein oder wenn ich mir jetzt da einfach herstelle und her das, dann passt das? Vorher hat es so grüne Soundwellen gegeben, die wo ich scannen hab können, aber offensichtlich... Ist er, kann man ihm scannen? Nein. Das werden wir schon sehen. Mein Vater ist ein da muss ich auf die grüne Leiste wechseln. Verstehe. Ja, verstehe schon. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Kann aber nicht mehr. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, die Mein Vater ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du willst Ja, nicht. mir zuhören. Saburo ist ein verwirrter Despot, der ihren Sinn für Realität verloren hat. Und gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten Verstanden. werden. Das Hast du das gehört? Die Relic Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Relic Docs. Belausche ihren blablabla. Ja, okay. Dann zurück auf die visuelle Ebene. Das heißt, das Zeigen muss irgendwo sein. Ich meine, es wird nicht einfach offen irgendwo da liegen. Die Frage ist, man hat eine bestimmte Signalreichweite. Ich darf mich nicht zu weit weg von ihr bewegen, sonst... Da, du verlässt die Signalreichweite. Dann bricht wahrscheinlich irgendwas zusammen. Lass mal weiterlaufen. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr listig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Stop it. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt. Nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom Achtung, letzten da gibt's was zum Gucken. Da gibt's irgendwo was zum Scannen. Irgendwo lässt sich was scannen. Die visuelle Dings... Nein, stopp. Aber wo? Ah, da. Da haben wir was!
Oh, Geschützturm. Automatische Geschütze. Neuestes Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Okay. Lass mal weiterlaufen. Schlafzimmer im Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Siehst du? Was genau tut's jetzt? Sehr schön. Aber jetzt kommen wir her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Würde mich jetzt aber auch interessieren, was das perfekte Ambiente ist. Okay. Da gibt's wieder was zum Scannen. Ja, da liegt ein Haufen Zeiger. Nein, damit. Oh, da müssen wir noch mit zurück. Da war was im Dings drin. Ja, hab schon gesehen. Jetzt, was haben wir da? Pornoheftel, Er ist sag's. in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Die Thermalebene wurde freigeschaltet. Drücke Shift, um zwischen den Ebenen zu wechseln. Okay. Und dann? Da haben wir noch eine Knarre. Scannen wir auch noch schnell. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Okay. Wie lange ist denn die Situation da her, dass wir nie in echt da reingehen? Liegt die Knarre dann wieder da dort? Wie kann ich mir da sicher sein? Sollen wir weiterlaufen? Scheiße. Es fühlt sich an, als würde ich echt... Wie? Lass dich nicht ablenken. Barukome. Das habe ich vermisst. Dich. Ich weiß. Well. Können wir mit Zuglaufen lassen. Schauen wir uns die Audios an noch. Und da haben wir noch irgendwas zum Scannen da oben, das wird mir not. Wird dir gefallen. Hoppla, Moment einmal, da haben wir was zum Scannen. Jetzt pass auf, Pause. Dann gehen wir außer und irgendwo da muss was zum Scannen geben. Wie scannt man den Temperaturteile? Also, was? Klimaanlage. Standardmodell für Hotels diesen Kalibers. Temperatur stimmt mit der in den Dokumenten überein. Aber hier wird er nicht sein. Temperaturschwankungen wären zu riskant. Ja, das kann nicht alles sein. Also die werden nicht die Klimaanlage des Hotels benutzen dafür, dass der Relic gekühlt wird, wenn er in einem Eisbad liegen muss. Das ist ein Blödsinn. Gehen wir mal zurück. Mal auf die visuelle Ebene. Lass mal zurücklaufen. Und da gehen wir auf Pause. Da gibt es noch irgendwas zum Scannen, aber ich weiß nicht. Da vielleicht. Ja, das Telefon. PD. Hoppala. Hast du was zum Naschen? Was hat er denn da? PDA. Kann ich das nicht scannen? Telefon. Wo ist der Unterschied zwischen Telefon und PDA? Ich weiß nicht. Biochip-Lagerung. Da muss noch irgendwo, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das gesamte System muss da noch irgendwas zu scannen sein. Bist du aus dem Scan-Modus raus? Na, bin ich nicht. In ihrem Sichtfeld irgendwo was? Ne? Ich bin im Scan-Modus. Also aus dem visuellen. Oben visuelle Ebene. Da ist was dick. Das heißt, da muss irgendwas zum Scannen geben, irgendeine Information, die man da irgendwo holen kann. Da haben wir was. Nicht die Signalreichweite nicht verlieren. Irgendwann da haben wir was. Na. Auf dem Tisch. Das Ding da schaut mich so, als könnte das scannen, aber was passiert? Das ist ein Glasl. Haben wir da Telefon. Telefon PDA. Gegenüber der Schussanlage.
Telefon ist schon gescannt. Daten schon verfügbar. Und am Tisch ist nix. Ansonsten. Warte mal. Naja, das ist bloß das Telefon und das PDA. Bin ich blind, Alter. Das haben wir schon, das haben wir schon. Das ist alles schon gescannt. Das müsste irgendein Gates-Ding sein. Ne? Gehen Sie auf, oben ist auch nichts. Aber ich glaube im Lichtschacht oben. War nicht hinterm Fernseher was? Ja, aber das müsste doch eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, in Ihrem Sichtbereich sein, oder? Kommen wir mal weiter zurück. Was hat denn er in der Hand? Oder irgendwas in der Hand? Hat sie irgendwas? Nein. Das ist auf dem Tisch. Ja, das habe ich aber schon alles. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn das Ding gescannt ist, dann verschwindet es da oben aus dem Balken. Naja, gut. Dann schauen wir da nachher nochmal. Jetzt gehen wir in die visuelle Ebene. Jetzt scannen wir das Ding. Ich höre was summen. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielereien hier drin. Feuerwehr voll. Es liebe der Vollbiersquad. Ich kann frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf ein Jahr 2021 mit dem besten Mann Bürger. Und mit der brutalsten Community der Welt. Mr. Feuerwehr voll! Merci dir für deinen Euro, Bussi. Leute, jetzt chillen. Bitte nicht mit 10er schmeißen. Das muss für dieses Jahr einfach mal eine Ruhe sein. Dilly Walker! Merci dir. Habe die Ehre, ein Handwerker Brotzeit Spezial oder Bayern Brotzeit Spezial war geil. Beides nicht mehr. Merci dir. Merci für den 10er. 10er ist zu viel und du weißt es. Dankeschön. So. Jetzt ist die Geräuschquelle ist weg. Thermalquelle, lassen wir mal zurücklaufen. Vielleicht, ob wir da noch was finden. Schauen wir mal. Ja, da haben wir was zum Scannen. Da ist ein Haufen. Da ist was zum Scannen, schon. Ja. Und jetzt müssen wir dann um der dicke Balken. Genau. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Ja. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Jetzt wird es aber allerdings zerrissen, wenn er im Champagner-Eisbehälter sein Relic einsteckt. Ja, Halt nu! Aber wir scannen jetzt nochmal ganz zurück zum Anfang. Vielleicht sehen wir da irgendwelche Wärme- und Kälte. Vielleicht hat der Roboter vom Anfang was. Ja, den darf man nicht vergessen. Was ist da hinten so los? Ah ja. Da gibt's was zum Scannen, Jahi. Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Weiter zurück. Ich garantiere, dass der Roboter irgendwas damit zum tun hat. Da gibt's noch mal was zum Scannen. Ah, das da haben wir schon. So, da hinten vielleicht? Nö. Da hinten. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Einen Bunker unten drin. Wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Easy. Schauen wir uns einen Roboter zur Sicherheit halber nochmal an. Was? Wie geht man in sie rein? Dich kann man bestimmt gut ficken, oder? Evelyn, ich hab ihre Das schaut Angst doch richtig gespürt. krass gut aus. Oh, jetzt ist der Boden Sie weg hat von sich mir. aber schnell zusammengerissen. Mr. Killer, Bürger Maul halten und freu dich nicht auf das nächste Jahr. Da habe ich unterbaut sie was vor, also mach die nervlich jetzt. Oh Gott, Herr Killer, nein. Ich mag's nicht wissen. Stop it! Sonst ist dann der Unterbuchs voll und jetzt noch einen schönen Abend habe ich dort. Grüß an Wauzi, Mr. Killer, as always. Vielen herzlichen Dank. Bussi aufs Nussi. Dilly Wonka, schon wieder. Der 10er gelangt nicht, weil mir mein Bruder jetzt wieder von dir vor. Ja, dann müsste der 10er nicht eigentlich von deinem Bruder sein. Das ist not how it works, Alter. Vielen Dank, grüß deinen Bruder von mir. Merci dir. So, schließen. Edit Mode, wir haben es herausgefunden. Also der Edit Mode, der ist cool. Ja, ist cool. Ist cool gemacht. Gefällt mir. Raus aus dem Braindance. Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen.
Als wärst du nie hier gewesen. Steuerung F5 ist übrigens im Browser Cache leeren. Dankt's mir später. Behalt ihn. Ich schreibe ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. sind wir Deine Streamlabs Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Aufgehängt. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Ist geil gemacht auf alle Fälle. Das ist Apropos richtig Risiko. gut. Richtig Wisst gut. ihr, was Ich ich weiß sehe, nicht, wenn was ich die euch Leute gerne. angucke? Ich check's nicht. Redende, wandelnde Leichen. Wir haben die Aufnahme unbedingt gebraucht, Judy. Beruhig dich, ich hab alles im Griff. Beruhige dich. Chill Ich mal. habe alles im Griff. Jetzt chill mal. Wenn du das verkackst und die an meine Tür klopfen. Jody, ganz ruhig. Das wird nicht passieren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Okay, wir stehen mal auf. Jetzt müssen wir in die Bude eingehen und ihm das Ding klauen, oder wir verstehen das. Okay, kriegen wir hin. Aber vorher checken wir unser Inventar nochmal. Wir müssen los. Und? Was denkst du? Was ist dein Verhältnis zu Yorinobu? Hast du keine Angst, dass er dich mit dem Raub in Verbindung bringen könnte? Sicher, dass alles unter Kontrolle ist. Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Bett? Felix, mach's gut. Shit, dass du da warst. Hau die eine, hab ich dir. Und was jetzt? Und? Was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Das kommt wahrscheinlich eine scheiß dumme Frage. Ich weiß nicht mehr, wer der Dex war. Wie gesagt, ich tue mich massiv hart mit so Namen. Wer war der Dex eigentlich? Dex 187 im Twitch-Chat. Ja! Der Dex war der Mr. Team im Go. Ah, okay. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir den bescheißen oder nicht? Was denkst du? Da tue ich mir jetzt halt hart, weil ich über den nichts weiß. Da bin ich einfach eingesessen und dann war das so. Aber ich glaube auch, dass der wie selber an Dex gar nicht so gut kennt, der Dex ein ziemlich hausviech ist oder relativ hausviech ist und wenn wir uns mit dem verkacken, schlecht. Also ich weiß wieder, wer der Mr. T ist, dankeschön. Also wer der Dex ist, der Mr. T. In dick, mit dem ultimativen Legendary Schleiderarm. Niemals Dex vertrauen. Also erstmal fragen, was du willst unseren Fixer bescheißen. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen. Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gaffs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Ich bin Pro-Gamer, ich bin automatische Legende. Was der immer mit dem Dex, Alter, der fickt uns. Und? Was denkst du? Ich weiß nicht. Probieren wir es nicht. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest. Das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. 75! Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Synchro-Stimmen. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Ist wie Kame.
alle schlechten deutschen Synchro-Stimmen aller Spiele waren nötig, damit das so gut wird, wie es ist. Ruf Dex an. Verzeihen dem jetzt. Wie sieht's aus, Mr. V? Ich hab die Blabla-Aufnahme. Evelyns Aufnahme aus dem Konpeki war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was? Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Okay. Begib dich zum Afterlife. Ich glaube, das endet nicht gut. Jetzt gibt es eine riesengroße Schlägerei. Was müssen wir jetzt erst einmal deren? Oh, Levelaufstieg. Was ich dir sag? Hacken schaut nicht. Int ist, glaube ich, der richtige Wert fürs Hacken. Rein damit. Zurück. F muss ich halten, gell? Gib mir mehr Int. Int ist gut. Breach-Protokoll Quick Hacks. Schauen wir mal, was das alles kann. Bloodware, passiv. Quick Hacks verursachen 10% mehr Schaden. Glaube ich, bringt sie erst richtig auf spätere Stufen. Vergiss mal nicht, passiv. Das Neutralisieren eines Ziels, das von einem Quick Hack betroffen ist, stellt sofort einen Speicherpunkt wieder her. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Kann man mehr Quick Hacks aushauen. Ice Spy zeigt gegnerische Netrunner an, wenn sie versuchen, dich zu hacken. Das wollten wir letztes Mal schon machen, weil ich nicht gecheckt habe, wer mich hackt. Das der mal auch. Schaut überhaupt nicht. Breach-Protokoll verbessert den Demon Data Mining, sodass du Zugangspunkten 50% mehr Euro-Dollar erhältst. Erhöht die Breach-Dauer des Breach-Protokolls um 20%. Ah ja, das ist die Hacker-Geschichte da. Ja, langsam aber sicher, langsam wieder Schuhe draus, ne? Aber langsam wieder Schuhe raus. Nein, nicht Werte, ich möchte gern Inventar. So, wir haben, was bedeutet eigentlich das da? DPS zwar, also gut, DPS weiß ich natürlich, was das bedeutet, aber warum ist das rot? Sagt mir das vielleicht auch, dass ich im Inventar was Besseres habe? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir da speziell? Kleidungssets. Habe ich ein Kleidungsset? Nö. Habe ich eine Maske? Nö. Okay, jetzt pass auf. Werte Cyberware Rucksack. Wir müssen doch dort das... Nein, da können sie auch keinen Schwanz aus. Da haben wir nur Waffen her. Wir haben auf alle Fälle eine bessere Waffen mit 84 DPS. Wenn ich da jetzt drauf drücke, Aktion gesperrt. Weil wir rüsten nie das Ding aus. Powersturmgewehr. Wie komme ich da eins zurück in mein Inventar? Es ist noch was mich ein bisschen nervt. Also das hätte man besser machen können. Warte mal. Eins. Na. Also das können wir austauschen. Das Sturmgewehr macht mehr Damage. Aktion gesperrt, warum? Warum? Irgendwer drauf angezeigt. Aus irgendeinem Grund können wir es nicht hernehmen, aber ich sehe nicht wo. Ist wahrscheinlich ein Level. Von Alaska bis Zimbabwe eine vielseitige Waffe für den vielseitigen Kämpfer. Okay. Ich weiß nicht, warum ich es nicht nehmen kann. Weil ich nur im Gespräch bin. Gina und ich sitzen an der Bar. Bin ich das? Und sie labert von diesem Bankkram. Bla 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 bla. Gehen wir aus der Bude aussehen. Gehen wir aus dieser verdammten verrückten Bude aussehen. So, Disco. Nur kurz abtanzen. Maya. So, jetzt passt das auch. Und jetzt gehen wir aussehen und dann probieren wir das mal mit dem Inventar nochmal hin. Ja, geht schon. Aussehen. So. Komm mal rein. Oh, schon wieder einer in der Russenhocke. Der Aquaman in der Russenhocke. Blätt! Oh, neue Nachricht. Mordmoss Kollektiv. Wenn Geld von Hand zu Hand. Nachricht lesen. Keine Zeit nicht. Ich muss Inventarmanagement betreiben. So, jetzt pass auf. Ich darf gern das Ding. Und wenn ich dann drauf drücke, kommt das, was ich equipped habe und kann es dann austauschen. Sehr schön. Und das da, das nervt. Ich wird zugeschissen mit Pop-Ups und Text ohne Ende. Lass mich doch einfach da. Hab ich das jetzt ausgerüstet? Ich kapier's nicht.
Rucksack. Was ist der Dings für Rucksack, Alter? R, vielleicht. Ich weiß nicht. Bis dahin. Ja, 88 macht 5 DPS mehr, Alter. Aber was macht die so für... Der Kopfschussschadensmultiplikator? Ah, weil die 1,8% Crit als Heady hat. Kugeln können von Oberflächen abprallen. Tech kann aufgeladen werden, um einen besonders... Oh nein, das ist auch nicht Chance auf Bluten, Ausladezeit, physischer Schaden. Nach dem Nachladen werden die kritische Trefferchance, die Art des Schadens und der versuchte Statuseffekt per Zufall neu bestimmt. Viel Glück. Okay. Okay. Handfeuerwaffe. Habe ich die jetzt im Inventar? Das nervt. Wir kommen jetzt da in mein Inf. Wir kommen da. Wir kommen jetzt da in mein Charakter. Da. Nein. Wo? What the fuck are you doing? Ja, da möchte ich hin. Was ist das für ein Menü, Alter? Da habe ich doch auch einen Rucksack und Cyberware. Rucksack. Warum ist jetzt da zurück zum Inventar weg? Wo ist es weg? Ach, ich gehe da in ein Untermenü und komme mit Escape wieder zurück. Ah, das hätte man besser mal können, Kinder. Das hätte man einfach besser mal können mit Reiterdom oder so. So wie es da halt heißt. Ah. Was? Nur die Schrotflinten besser? Was haben wir da? Da haben wir bessere Schrotflinten. Da haben wir unter anderem Smart-Schrotflinten, Alter. Sollen wir die mehr einhauen? Die haben wir mehr. Die testen wir aus, Alter. So, und bis dahin haben wir keine bessere. Halbautomatische haben wir auch keine bessere. Aber ich sag dir was. Das ist mein 1, 2, 3 Slot. Auf 1 hätte ich gerne mal bis dahin. Auf 2 Pumpgun, auf 3 das Ding. Das müssen wir jetzt schnell wechseln. Machen wir nicht außer. Auf 2. Wo war jetzt das Teil? Das war das da, glaube ich. Und bis dahin nehmen wir die bessere. Dann nehmen wir die. Und dann gehen wir zurück aus. Und dann darf das eigentlich passen. Ja. Beste Pumpgun haben wir equipped. Equipped. Was haben wir an Kleidungsstücken? 9 Panzerung, 17 Panzerung, Dreck. Anzug, haben wir einen neuen Anzug gekriegt, 19,8. Ja, der schwarze Anzug ist ein bisschen cooler, glaube ich, als der blaue. Optik ist nicht alles, aber viel. Einen Hut haben wir keinen besseren. Haben wir bitte ein bisschen die Hosen, weil das ist eine Katastrophe, Alter. Ja! Schauen wir nicht mehr komplett aus wie ein komplett Lost voll Manfred. Ja, komplett Lost Manfred. Ich glaube nämlich, dass jetzt hart zum Schießen wird. So, los geht's. Begib dich zum Afterlife. Ja, fertig, Mama. Wo ist meine Karre? Gib mir meine Karre. Du die Knarre weg, wenn du auf einem Bullen stehen, du Idiot! Fix eine. Ja gut, düst mir, oder? Düsen. Ja, wieder kurz umgefahren, aber es ist nicht so schlimm, nichts passiert. Entschuldigung, bin schon fort. So, auf geht's. Rennen. Oh, gehen wir noch durch. Da schlängel ich mich einfach flink wie ich bin durch. Ja, weißt schon, hut mich nicht auf von der Seite noch, du Spacken. Gib bloß so ein Gas. Hätte abbiegen müssen. C fix. Ah ja, das ist gut gegangen. Also jetzt hat es schon wieder umgeschaltet. Mein Mini... Das hätte ich halt gern einfach wirklich im Spiel drin, dass ich das sehe, wo ich hinfahren muss, damit ich nicht... Ich fahr Auto auf der Minimap. Nein, was du hast denn vorher? Lass mich in Ruhe. Okay. Lass mich in Ruhe, sagt er. Nachdem es durch die Luft beamt. Okay. Oh, Straßenpfosten. Okay, der ist jetzt weg. Entschuldigung, der war schon hin. Da haben wir was. Was haben wir da? Oh, Polizei. Geh weg. Polizei mag ich nichts wissen. Sag dir was, wenn ich da mitten mein Auto stehen lasse, das ist mir wurscht, das ist nicht meins. War schon so. Hätten wir uns auch her teleportieren können, merke ich gerade. Ja, das schaut mir nach einem vertrauenswürdigen Straßeneck an. Oh, was haben wir da? Oh, Jackie Boy! Was? Yo también te quiero, ma. Ah, ich dich auch, Mama. Na endlich, hermano. Wie geht's Mama Wells? Was gibt's Neues bei Senora Wells? Ach, du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Wells-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren.
Es ist schon wieder... Es ist schon wieder 10 vor 10. Möchtest mich du komplett verarschen? Stinkt nach. Klar, Sprengi schreibt sie. 10 Minuten vor Stream, Ende die Mission, anfangen. Das gibt einen Cliffhanger. Ich fürchte auch, Leute, ich muss um 10 Uhr weg. Ich muss einfach weg. Es hilft einfach nicht. Dass alles okay ist. Desto mehr denke ich... 2 Tutorials geschafft, hallo? Alter, das gibt's ja nicht. Wie schnell vergeht denn Zeit? Das ist alles vorbei. Afterlife. Wir kommen. Street Kid, Oberliga, wir kommen, Alter. Wir haben's geschafft. Die Oberliga. Und höher geht es nicht mehr, Jumba. Und weißt du was, wie? Wir haben's uns verdient, Mano. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! 10 Minuten geben wir es uns noch. 10 Minuten noch. 5. Dann gibt's noch einen Endschmerz und um 10 Uhr muss ich weg. Es tut mir so leid. Das glauben? Im Ernst, Jackie? Was? Das hast du von mir. Echt jetzt? Oh, Scheiße. Die ganze Umgebung, alles wie es ausschaut. So viel Leid, überall. Und wer seid ihr, Clowns? Ich bin der Oberkasperl-Bürger. Ich bin wie, das ist Jackie Wells. Ich bin wie. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingeln? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Hier sind 2, die meinen, du willst mit ihm reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Was ist das? Das fühlt sich euch so... Ah! Das ist einfach genau das, was ich erwartet habe. Nicht mehr, aber nicht weniger. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Willst du schlagen? Stell's dir vor. Was ist denn da wieder los? Boah. Die haben doch garantiert im Non-Streamer-Mode auch wieder knockert. Sagt es, wie es ist. Wird Zeit, dass ich das Spiel privat spiele. Was hat denn die für Haxen? Was ist denn los mit dir? Das ist so zusammengestrahlt, oder? Zusammengestrahlte Scheiße. Da das alles da in die Bar geht, da hinsitzen mit deinem Kumpel, dem ich alles abkaufe, was er mir verzeiht. Das ist keine Endlich Ahnung. sind wir hier. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Alte Dame, sie da hinten. Oder sie. Rogue hat schon Oder Jobs wer? besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört ihr. Was wollt ihr trinken? Bestell du. 2 Oldschool-Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chilischoten. Wir saufen sowas! 2 Johnny Silverhands, komm sofort. Johnny fucking Silverhand. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meiner hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Der Guidi. Drinks sind nach Verdammter Hund, Stammlisten hat benannt. Hausaufgaben gefressen. Was muss man tun, um seinen eigenen Drink zu kriegen? Da hat mir eingesehen, Street Kid, das hier muss der älteste Club in Night City sein. Wie lange gibt's das Afterlife schon? Afterlife wichtig. Ein halbes Jahrhundert? Mehr Infos. Länger. Ich weiß aber nicht, wie viel länger. Muss der älteste Club in Night City sein. Und der am meisten respektierte. Vergiss das nicht. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. War das jetzt der indirekte Hinweis, dass der Johnny Silverhand tot ist? Und ich indirekt eigentlich schon vor 4 Jahren gespoilert worden bin, dass es nicht ist? Fuck you, CD Projekt! Fuck you! You're breathtaking. Trinken auf Night City. Aufs Stinkreich werden. Auf den Job unseres Lebens. Auf die Söldner Oberliga. Haha, darauf trinke ich gern. Prost, Kinder! Schätze, sowas wie lebende Legenden gibt's nicht. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende. Wo es lustig verschwummrig ist und so. Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis,
Limettensaft, Gingerbier und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Habt ihr seit ihr seid Decks neuester Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Lieber Jackie Boy, Überheblichkeit kommt vor dem Fall. Das ist nicht gut. Höschen, oder? Komm. Hals- und Beinbruch. Danke. Hier. Und da kann man was scannen. Achtung, da kann man was hacken. Habe ich das richtig gesehen? Mann, Homie. Du bist riesig. Studio? Ja. Ah, ich auch. Im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjitsu? Yep. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Niemand spoilert irgendjemandem, wer der Johnny Silverhand ist. Niemand. Okay? Mr. C. Schrott. Geduld. Ja, genau. Zum Excelsior. Voice. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Brudi muss los. Brudi. So leid's mir. Eigentlich so gar nicht leid, weil ein Cliffhanger ist immer gut. Bis jetzt. Ich kann nichts anderes sagen. Ich verstehe. Ganz ehrlich. Ich verstehe. Moment, tun wir den Ton ein bisschen leiser. So, damit man mich noch ein bisschen schmerzen hört. Ich glaube, dass mein Streamlabs abgekackt ist, wenn jetzt da noch irgendjemand irgendwie eine Donation da lassen hat oder so, dann hab ich, und ich den nicht gesagt, wenn es dann tut es mir wirklich leid. Ich glaube, dass das da gerade massiv abgekackt ist und ich weiß nicht warum. Das habe ich auch noch nie gehabt. Einfach weißer Bildschirm, es tut mir wirklich leid. So, ich komme mir schon fast ein bisschen dumm vor, wenn ich die ganze Zeit gut über das Spiel rede, weil sie sich fast so anhört, als wäre ich entweder gekauft worden oder was weiß ich, Alter. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was zum Jammern gibt. Zumindest nicht bei Leuten, die nicht auf der Basic PS4 oder Xbox spielen. Ja, ich stimme zu, wenn der Zustand auf den alten Last-Gen-Konsolen wirklich so schlecht ist, wird Leute schreiben, dann verstehe ich es, dann hätte sie die Project Red das nicht releasen dürfen. Zumindest nicht auf die Last-Gen-Konsolen. Okay? Völlig legit. Oder das nicht so anpreisen dürfen, dass es super läuft und was weiß ich was alles. Totaler Scheiß. War dumm. Ja? Haben sie entschuldigt, ist in Ordnung. Man kann es zurückgeben, auch wenn man es schon gespielt hat, etc. etc. Ganz ehrlich, bei mir am PC läuft es absolut cremig. Ja, ich weiß, ich habe einen relativ brutalen PC. Vorher, glaube ich, auch irgendjemand im Chat gefragt, was zur Hölle hast du für ein System benannt. Ich habe 2080 Ti, ein i9 und der Rest ist irrelevant. Birko, Silverhand heißt so, weil er beim Wichsen immer Zweiter ist. Straight nach dem Dex. Ich hab kurz braucht, Entschuldigung. Birko, merci für deine 2 Schweizer Franken und Special Greets ins Schwitzerland. In kurz, was ich bis jetzt gesehen habe, und ich glaube, das war noch nicht mal die Spitze des Eisbergs. Gameplay-Ideen, geil. Die Inszenierung, was in seinem Rollenspiel unfassbar wichtig ist. Der Charaktere, die Stimmen, Mimik, Gestik, wie das einfach nahtlos in Zwischensequenzen übergeht, ohne behinderte Videorenderei und so weiter. Fuck, Alter. Es ist gut. Ende der Geschichte. Es ist halt nichts passiert. Ja? Nix. Also, wir haben keinen einzigen Schuss abgegeben. Nicht einen. Doch. In den komischen Typen, wo Bullen draufgeschossen haben, dann haben wir umgebracht worden. Und Zeit vergeht wie nix. Bam! Das ist das allerkrasseste Zeichen dafür, dass es einfach geil ist. Und sei mir auch nicht basic, ich habe noch nie so eine Open World gesehen. Wo so viele Leute umeinander rennen und mit so vielen Details und Zeug und gut ist vielleicht auch so ein bisschen dem Universum geschuldet. Finster, düster, erwachsen und so weiter. Finde ich generell geil. Ja.
Und ja, es ist ein 9900 K. Bei 9. Weil wir schon ein PA-Event und mehr. Maximilian Öl! 350 geht's gerade! Gute Nacht! Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Hauen Sie hinein. So, ich glaube, der Restream mag keine Twitch-Kommentare mehr. Doch! Du bist aber der Einzige in einer sehr langen Liste, sehe ich gerade. Jetzt gibt der zweite, Sprengi! Twitch-Chat has left the stream. Da, ich sag's wieder. Ja, genau, jetzt geht's wieder. Da, ich weiß nicht, was da los ist. Ja, so, Leute, jetzt ist Punkt 10. Ich muss weg. Ich gehe jetzt wieder wegzocken. Ich hoffe, dass meine Leute noch ein bisschen was lernen und dass sie nicht schon durch sind. Wir werden sehen. Ganz ehrlich, Freunde der Sonne, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das Spiel macht wirklich Bock ohne Ende. Mal schauen, was ich zu meiner 2-wöchigen Pause sage, wenn Lockdown ist. Und es ist Lockdown. Ich bin mir noch nicht so 100%ig sicher. Okay? Ob ich wirklich 2 Wochen weg bin. Schauen wir mal. Ich sage mir am ersten Wochenende am Samstag auf die Nacht schon 4 Stunden streamen, spielen wir Cyberpunk weiter. Es ist richtig gemütlich, es ist richtig geil. Es ist richtig geil, ich kann es nicht anders sagen. Es tut mir wirklich für jeden Leid, der es nicht so spielen kann, auf alten Konsolen etc. Schade drum, aber hilft nicht. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben smashen. Hilft mehr als ihr meint. Vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen herzlichen Dank an meine Mitglieder. Gehört auch einmal gesagt. Vielen herzlichen Dank bedeutet mir sehr, sehr viel. Press F für die Moderatoren, die, ich weiß nicht, wie viel das heute zum Tag haben, aber ne, war sehr leise im Chat. Ich habe schon mein Auge über drin gehabt. Offensichtlich fesselt das Spiel. Und da wird auch mal nicht so viel blödelt. Das schaut auch mal nicht zum Jahresabschluss. Ich meine, das Nivea war das Jahr weiß ich nicht, wo das war. Ich weiß es nicht. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Ich schleiche mir jetzt in WoW und schaue, ob ich noch irgendein Item abgeiern kann. Das war lustig. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns am Montag mit nochmal einer Runde Cyberpunk. Vorerst dann laut Plan der letzten, aber irgendwie glaube ich das nicht. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Und jetzt schleicht euch, haut euch eine. Bis Montag, schönes Wochenende euch. Bussi aufs Nussi und Bandscheiben und Knierscheiben und die zweite von uns. Harvey! Haut sich eine Harvey-Dere. Stream beenden, ja! Schnell, ich muss mich schicken!